Thank you, Heavenly Father, Danke, himmlischer Vater, for bringing us all together dass du uns alle zusammengebracht hast and giving us this opportunity und dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, to study your word, um deine Bibel zu lesen, to get into deeper relationship with you. um in eine tiefere Verbindung mit dir zu kommen. And we thank you Und wir danken dir, as you reveal the secrets of the kingdom of God wir danken dir, dass du uns die Geheimnisse des Reich Gottes uns offenbart hast. not only our lives are going to be changed, Dadurch werden nicht nur unser Leben sich verändern, you are going to reveal to us the deep secrets of the kingdom, du wirst zu uns die tiefen Geheimnisse des Königsreiches uns offenbaren. as we learn it, Während wir das studieren, practice it, dann werden wir es praktizieren and train ourselves. und dann werden wir uns selbst We shall know the truth, zuwenden und der Wahrheit zuwenden. and the truth will make us free. Und die Wahrheit wird uns We freisetzen. thank you for this. Wir danken dir dafür In the glorious name of Jesus. im ruhmreichen Namen Jesu. Amen. Amen. So we all have different kinds of issues in our life. Also wir haben alle verschiedene Anliegen, Sorgen in unserem Leben. What about you? Do you have some issues in your life? Ja, of course. We all have issues in our life. And there are only two kinds of issues that we face every day. Und wir haben alle verschiedene Sorgen in unserem Leben. Es gibt nur zwei, die wir jeden Tag haben. The first one is Das erste ist, God has given us His instructions der Herr hat uns seine Weisungen geschenkt through the Bible, durch die Bibel. and He has given us these instructions for us to follow. Und er hat uns seine Gebote gegeben, damit wir es But there befolgen. is always a battle in the mind. Aber es gibt immer einen Kampf in unserem Gedanken. Do I do it God's way, Mache ich das auf Gottes Wegen or do I do it my way? oder mache ich es auf meinen Wegen? Agreed? So I end up doing not God's way, my way. Und dann auf einmal löst sich das so, dass ich auf einmal alles nach meinen And Wegen when I do mache. that, Und wenn ich das mache, that will help, that will take me away from God, dann wird es mich weg von Gott bringen. and that will bring more and more problems in my life. Und das wird zu mehr Problemen in meinem Leben führen. The recording will be better. Hallelujah. Halleluja. So when somebody is hungry for the word, Wenn jemand hungrig ist nach dem Wort Gottes, I am also excited. dann bin ich auch sehr positiv. So in our life every day, So ist das innere Leben jeden Tag. we break the law. Leider brechen wir das Gesetz. We disobey God. Wir haben wir waren im Ungehorsam Gott gegenüber. Here I just saw the red light, the green light when we were walking. Also hier habe ich auf der Straße die grüne Ampel, die rote Ampel gesehen. What happens if a driver jumps the red signal? Was passiert, wenn ein Fahrer trotz der roten Ampel nicht anhält? Do they fine them? Werden sie dann also bestraft? Yes. Big fine, small fine. This I don't know because I'm not a car driver. But You are not a car driver, okay. Those who drive the car, man, what's the fine? Big or small? Also jene von euch, die Autofahrer sind, ist dann die Strafe groß oder klein? If you are in Dubai Also wenn ihr zum Beispiel in Dubai seid, and you jump the red signal, wenn ihr dann bei Rot drüber fährt, they treat it very, very severely. dann werden sie eine sehr strenge And the fine Strafe. is only 50,000 dirhams. Und die Strafe ist 50.000 Dirhams. It will come to around 12 lakhs Indian my rupees. God. Okay. So translate in. Also es sind dann also zu 50.000 Dirhams sind 12 About 12,000 euros. sind so 12.000 Euros, also schon ganz schön teuer. Now, does anybody want to break the traffic signal? Wird dann jemand da die Verkehrsregeln brechen wollen?
And there you don't find the police on the road Und dort findest du die Polizei nicht auf der because Straße, everything is auto camera click. weil alles wird von der Kamera überwacht. So in Dubai there are cameras. In Dubai gibt es viele Kameras. What do you think about the cameras of heaven? Wie denkst du über die Kameras vom Himmel? Is God perfect in all his ways? Ist Gott perfekt in allen Wegen? So everything we say, Als alles, was wir sagen, everything we do alles, was wir tun, is clicked. da wird aufgezeichnet. But you can see the action. Aber ihr könnt dann die Handlung sehen. But what is going on in the mind? Aber was passiert in den Gedanken? Can anybody click? Kann jemand dort das aufnehmen? But the camera of heaven can click even that. Aber die Kamera des Himmels kann sogar dort aufnehmen. What you're thinking right now, Was du jetzt gerade denkst, it is getting clicked. alles, was du jetzt gerade denkst, wird aufgezeichnet. Are you a little nervous? Werdet ihr dann nervös sein, wenn ihr dran denkt, dass And if jetzt you- alles aufgezeichnet wird durch die if, himmlische Kamera? and if you are nervous Und wenn ihr nervös seid and doubting, und im Zweifel seid, it is called a sin. dann wird es als Sünde bezeichnet. So whenever I make a mistake, Wann immer ich einen Fehler mache, I am found guilty. dann werde ich als schuldig befunden And heaven is going to find me. und dann wird der Himmel mich finden. So I am in a problem. Dann bin ich in einem Problem. I did wrong. Ich habe etwas Falsches gemacht. I am found guilty. Dann werde ich als schuldig befunden. So in a day, how many times do we find ourselves guilty? So an einem Tag, wie oft werden wir als schuldig befunden? And the heaven's penalty is Und die Strafe des Himmels ist, when you are found guilty, wenn du als schuldig befunden wirst, you can't pay with euros, du kannst nicht mit Euros zahlen, you can't pay with gold and silver or any precious metal. du kannst nicht mit Gold oder Silber zahlen oder mit The only irgendeinem. transaction is the blood of God, which is sinless. Und die einzige Art, wie die Schuld beglichen werden kann, ist durch das kostbare Blut Christi. And Dadurch that is Christi. why Jesus, who is God, Und das ist der Grund, warum Jesus der comes to Gott this war. planet Earth as man, Deswegen kommt Jesus, der Gott war, auf diese Erde herab, faces all the temptation that we face, hat auch all die Versuchungen gehabt, die wir hatten, but found not guilty of anything. aber er wurde nicht schuldig befunden. He is sinless Er war sündlos and he pays the penalty und er hat die Schuld bezahlt and the punishment und die Strafe for our sins für unsere Sünden as a substitute, als Ersatz. as a representative. Er hat als Ersatz für uns als And through Repräsentant. his blood, Und durch sein Blut we are redeemed, sind wir befreit, we are washed, sind wir reingewaschen, we are cleansed, sind wir gereinigt, we are forgiven, ist uns verziehen. found not guilty. Wir sind als schuldlos befunden. Did you understand up till here? Habt ihr das bis jetzt verstanden? The second problem. Das zweite Problem. The first problem is I am found guilty because of sin. Das erste Problem ist, ich werde als schuldig befunden wegen der Sünde. The second problem is Das zweite Problem ist, I have not committed sin. ich habe keine Sünden begangen. I am not found guilty. Ich bin nicht als schuldig befunden. But let us say an example. Aber jetzt ein Beispiel. She is a very good girl. Nehmen wir an, sie wäre eine She is gute living a Person. good life, Sie führt ein gutes Leben, honest life. ein ehrliches Leben. All the time looking at the Bible and following the instruction. All die Zeit schaut sie auf die And we Bibel, both are working in the folgt same office. alle Gebote. Und wir arbeiten im selben Büro. And for some reason I hate her. Und aus irgendeinem Grund Because hasst full ich sie. day she's saying God, 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 God. Und den ganzen Tag spricht sie über Gott. And I hate her. Und dann hasse ich sie. I purposely come Und dann komme ich absichtlich and do wrong things to her. und dann mache ich absichtlich I treat her unjustly.
behandle ich sie I absichtlich insult her. ungerecht. Ich beschuldige sie And I go and tell my boss und dann gehe ich und laufe ich zu meinem lies Boss about her. und dann lüge ich über sie And she loses the job. und dann verliert sie die Arbeit. What will be running in her mind? Und was wird dann in ihren Gedanken ablaufen? If that is the situation, what will be your thinking? That Will you love me now? Or will you hate me? it will be very difficult, yeah. Will be disappointed. No. Don't tell me. Give me the ultimate answer. Will you love me or hate me? Yeah, then it will be. No, just say yes or no. Don't give me don't give me it's- roundabout. Will you love me or hate me? No, also hate. Will you be hurt or bitter with me? Ja, I will be hurt and I will be bitter. You will be offended? Yes. Yeah, tell them. Also ich werde mich verletzt fühlen, ich werde einen Hass auf ihn haben und ja, So now there's a problem. jetzt gibt es ein Problem. She's a good lady Sie war eine gute Person and I am found guilty und ich werde als schuldig because I've befunden, done something wrong weil ich to etwas her. Falsches zu ihr getan But habe. she is also equally wrong Aber sie ist genauso because she is falsch, hurt. weil sie ist verletzt, She is bitter. sie ist bitter. Now there are two prisons. Es gibt zwei Gefängnisse. One prison is Ein Gefängnis ist, called guilt, ein Gefängnis heißt where I've done Schuld, wrong. wo ich falsch bin. She is also in another prison Und sie ist dann in einem anderen Gefängnis, called bitterness. das heißt Bitterkeit. But both the prisons are different. Aber beide Gefängnisse sind verschieden. Tell me honestly, Sagt mir jetzt ehrlich, do we find ourselves in one of these prisons? finden wir uns in einem dieser zwei Gefängnisse? So how many times have you entered the prison called bitterness? I haven't counted. So it is so many. It will be a few. Okay. Now there is a situation. She is confessing that she has gone into the prison called bitterness many times. Also, wir sind hier, um die Lösung über das Problem zu sprechen, über die Lösung, nicht das Problem. Und ja, also es gibt Bitterkeit im Leben. So she being a good lady, Und ja, wenn die Person gut ist, she is also in the prison called bitterness. kann sie auch im Gefängnis sein, das Bitterkeit I am heißt. wrong and I am in a prison called guilt. Und ich kann falsch sein und liege im Gefängnis der Schuld. So we both come to church. Also kommen beide in die Kirche. And for the first time I'm telling God, Und zum ersten Mal sage ich Gott, God, I'm guilty of every sin that I've done. Herr, ich bin schuldig für jede Sünde, die ich begangen habe. Please forgive me. Bitte verzeih mir. Please have mercy on me. Bitte hab Erbarmen mit mir. Please wash me with your holy blood. Bitte wasche mich mit deinem heiligen Blut. God forgives me. Dann vergibt Gott mir. And I'm out of the prison. Dann bin ich aus dem Gefängnis heraus. Did you understand up till here? Habt ihr das bis jetzt verstanden? Now she also comes to church. Und jetzt ist sie auch in der Kirche Says the same prayer. und sagt dasselbe Gebet. God, please forgive me. Und Gott, bitte verzeih I'm very mir. hurt. Ich bin sehr This verletzt. man has been troubling me. Dieser Mann hat mir Probleme Please get me gemacht. out of this prison. Bitte hol mich heraus aus diesem Of bitterness. Gefängnis. Aus diesem Gefängnis der Bitterkeit. And God says to her, Und Gott sagt zu ihr, my dear child, mein liebes Kind, I cannot get you out of this prison. ich kann dich nicht aus diesem Gefängnis herausholen. Then Yeah, the you wanted one to ask who some has questions. hurt He is wanted to better ask some than- questions. Just ask him, what's the question? He put his hand up. Haben Sie eine Frage gehabt? Wollen No, Sie no, die you can come here. Frage stellen? You don't leave me and go. Now you'll be saying, Jetzt how wirst du can sagen- God say to her, I cannot get you out of this prison? Jetzt werdet ihr euch denken, wie kann Gott zu ihr sagen, ich kann dich nicht aus dem Gefängnis holen? But he's ready to forgive me and get me out of my prison. Aber er ist dann bereit, ihm zu verzeihen und ihm aus dem Gefängnis zu holen. I've been a bad man. Ich kann ein schlechter Mann sein. And God got me out of the prison called guilt. Und Gott kann mich trotzdem aus dem She's a Gefängnis good lady. Der Schuld befreien. But she's in the prison called bitterness. Aber die andere Person kann gut sein. And aber God kann says, I can't get you out of this prison.
Und Gott sagt zu dieser Person, ich kann dich nicht aus dem Gefängnis der Bitterkeit herausholen. Why? Warum? 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 Because God says, Weil Gott sagt, unless you forgive wenn du nicht verzeihst, those who hurt you, jene, die dich verletzt haben, Jesus said, sagt my Jesus, Father in heaven cannot forgive you. dann kann mein Vater im Himmel dir nicht verzeihen. So I'm out of the prison. Ich bin raus aus dem Gefängnis She's still in the prison. und sie ist noch im Gefängnis. And you have been there many times, you said. I didn't count how many. Okay, but you have been many times. A few times. Okay, a few times. Or might be even one time. But unless you forgive me, can you come out? No. So where are you now? Then I have to be in the process of forgiving. I have to walk through the process of forgiving. Okay, Because out of let's bitterness you study can- about her. Let's take her example. She's saying, I need to be in the process of forgiving. Yeah, translate. Also, die Person, die bitter ist, muss dann quasi den Weg gehen des Verzeihens. Listen, we are not Sein only going to Prozess. listen to the word, Also, wir werden nicht nur auf das Wort Gottes hören, we are going to understand, wir werden verstehen, we are going to act on the word. wir werden nach dem Wort Gottes, I will not touch anybody. ja, spreche, you will not touch anybody, you mean I you will not touch anybody. Okay, and put on your hands. You mean like prayer? Yeah. Okay. Ja, also ich lege keinem die Hände auf und bete über keinem. But the moment you understand Aber in jenem Moment, wo du and you get verstanden freedom hast from the prison called bitterness, und in dem Moment, wo du befreit wirst aus dem Gefängnis der so Bitterkeit, many sicknesses will fall off your body instantly. dann werden so viele Krankheiten von deinem Körper wegfallen. Bitterness Bitterkeit, is like a person die Bitterkeit ist wie eine drinking Person, poison, die Gift trinkt. and that will destroy the person's body, health, everything. Und das wird die Gesundheit dieser Person und alles weitere Now zerstören. here is my sister saying, Und diese Schwester hat she gesagt, needs to go through the process of forgiveness. und ja, sie hat gesagt, man muss durch den Prozess des Verzeihens gehen. And I will show her through the word of God, Und ich bin mir sicher, durch das Wort Gottes, she is so wrong in her thinking. Listen, don't feel insulted. Please, we are here to learn. okay, Just translate that. ja, und I'm going to prove it to her dann wird er mir beweisen durch das Wort through Gottes, the words dass of ich Jesus falsch liege, durch das Wort Gottes, how wrong she is in her thinking. wie falsch ich im Denken war. If my thinking is wrong, Wenn mein Denken falsch ist, my believing is wrong. dann ist mein Glaube My falsch. speaking is wrong. Dann ist mein Sprechen My decision falsch. is wrong. Dann ist My action is wrong. meine Entscheidung falsch. My final destination will surely be wrong. Dann wird mein Letztziel falsch sein. So are you ready? Shall we go into the Bible? Ja, then let's go into the Bible. Now we'll see what I said is right or wrong. Jetzt werden wir sehen, ob das, was ich gesagt habe, richtig oder falsch ist. Okay, let's go to Matthew. Also nehmen wir das Matthäus-Evangelium. Okay, I'll hold the mic You for will you. hold it. Matthew 18, verse number 21. Also Matthäus Kapitel 18, Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? 22. Jesus sagte zu ihm, nicht 7-mal, sondern 77-mal. When somebody hurts us, especially married, in a day, how many times do you have friction with your wife? Not really, praise God. And now, but what about before? In your whole marriage, there was never a friction. That's the biggest lie. How long does it take to patch up? Not so long. Not so long. And in a day, how many times?
Here is Jesus saying, I say unto you until 7 times, but until 70 times 7. Also hier sagt Jesus, man soll nicht 7-mal, sondern 77-mal verzeihen. Have you heard the word parable? Habt ihr das Wort Parabel schon gehört? What's a parable? Was ist eine Parabel? Why did Jesus speak in parables? Warum hat Jesus in Gleichnissen gesprochen? To make it understandable. To make people understand the truth. Also, damit Menschen die Wahrheit verstehen können, hat er in Gleichnissen gesprochen. Correct. What do you say? Do you agree with him? Yes. Let's go to Mark chapter 4. And there Jesus is giving a parable of the sower and the seed. Da gibt Jesus ein Gleichnis vom Senfkorn. And in the 9th verse, Mark 4:9, Also 4,9, also das Gleichnis vom Seemann. Jesus said to them, Und Jesus sprach, He that has ears to hear, wer Ohren hat zum Hören, der höre. let them hear. Der höre. He that has ears to hear, Er sagte, wer Ohren hat zum Hören, let them hear. der höre. Do you mean to say in those days people did not have ears? Hat er etwa gemeint, dass in jenen Tagen die Leute keine Ohren hatten? Everybody had ears. Jeder hatte Ohren. But Jesus is saying, Aber Jesus sagte, those who have ears, jene, die Ohren haben, let them hear. lasst sie hören. And then he says in verse 10, Und dann sagt er in Vers and 10, when Jesus was alone, und als Jesus mit seinen Begleitern und den 12 alleine war, they that were with him, fragten ihn seine Begleiter, with the 12 asked of him the parable. dann fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. And Jesus said to them, Und da sagte Jesus zu ihnen, unto you euch ist das given Geheimnis des Reiches to Gottes know the anvertraut. mystery of the kingdom of God. Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut. But unto them that are without, Denen aber, die draußen sind, all these things are done in parables. wird alles in Gleichnissen gesagt. Das habe ich davor nicht gewusst. When people come to study the word of God, Wenn Leute kommen, um das Wort Gottes zu studieren, there are 2 sects of people. dann gibt es 2 Arten von Menschen. One is you Eines seid ihr and the others are them. und anderen sind die anderen. To you Zu euch has been given the power wurde die Kraft gegeben, to know the secret die Geheimnisse zu wissen and the mystery und die Geheimnisse und die Geheimnisse des Reiches of the kingdom of God. des Reiches Gottes. But unto them Aber denen, that are without the power, die draußen sind, all these things are done in parables. wird alles in Gleichnissen gesagt. So a parable is to know, or the parable is to be talking in secret. Jesus spoke in parables, but he did not want all the people to understand. Okay, er sagt, Gott hat in Gleichnissen gesprochen, aber er wollte nicht, dass alle alles verstehen. Even though they heard, Obwohl sie gehört look haben, in the 12th verse, that seeing they may see, sehen sollen sie, sehen, and not perceive, aber nicht erkennen. and hearing they may hear, Hören sollen sie, hören, and not understand, aber nicht verstehen, lest at any time damit sie sich nicht bekehren and the sin should be forgiven them. und ihnen nicht vergeben wird. So when Jesus speaks in parables, Also wenn Jesus in Gleichnissen spricht, is he talking the secrets? spricht er über Geheimnisse. Will everybody understand it? Wird jeder das verstehen? Who will understand it? Wer wird das verstehen? Only to whom Nur jene, the power is given. denen die Kraft gegeben wurde, das zu verstehen. This morning we are all seated here. Diesen Morgen sitzen wir alle hier. To you has been given the power.
I don't know. Just because you are translating, Okay, nur weil ich, ja. Because that does not mean you have been given the power. Ja, weil ich übersetze, heißt es nicht, dass mir jetzt die Kraft, um alles zu verstehen, gegeben wurde. Josma, to you has been given the power. So there are two categories of people. Also es gibt zwei Arten von Menschen. Are you the you? Are you the them? Seid ihr die das Gleichnis verstehen, oder Might seid ihr be die you are draußen sitting seid? there and getting confusion, saying, I was so better when I entered in. This man has confused me completely. Und es gibt vielleicht einige, die dann sagen, ja, mir ging es viel besser, bevor ich dahergekommen bin, I aber jetzt came bin in ich peace verwirrt. to listen to the word of God. Und ich bin gekommen, um in Frieden das Wort Gottes zu hören. And he's showing me from the Bible and cut me into pieces. Und er zeigt mir das von der Bibel und er schneidet alles in Teile. Are you the you? Seid ihr die das Geheimnis verstehen? Are you the them? Oder seid ihr die draußen seid? If you are the you, Wenn ihr die das Geheimnis God will verstehen, give you the power to understand the mystery of the kingdom of God. dann wird Gott euch die Kraft geben, die Geheimnisse des Reich Gottes zu verstehen. And if you are the them, Und wenn ihr die seid, die draußen sind, you'll see and see dann werdet ihr schauen und schauen and not perceive. und werdet aber nicht erkennen. Hear and hear Dann werdet ihr hören und hören and not understand. und dann nicht verstehen. And you shall be not converted. Und dann werdet ihr nicht bekehrt. My good people of Austria, Meine lieben Leute von Österreich, which category are you in welcher Kategorie seid ihr? You category? Seid ihr die Kategorie Them von category. denen, die das euch? That's why I told you it is very easy to forgive Deswegen sagte ich euch, dass es sehr leicht ist zu verzeihen, if you understand. wenn ihr das versteht. If you don't understand, Wenn ihr das nicht versteht, you will see and see, dann werdet ihr schauen und schauen, hear and hear, dann werdet ihr hören und hören and not be changed. und dann werdet ihr euch nicht verändern. And then Jesus says in verse 13, Und dann sagt Jesus in Vers and 13, Jesus said to them, und er sagte zu ihnen, know you not this parable? wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht How then versteht, will you know all parables? wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Young man, Junger Mann, I got your mobile here. ich habe dein Telefon Are you hier. in the you category or them category? Bist du in der Kategorie denen, die das Geheimnis verstehen oder die draußen sind? So look at the verse number 10. That is the secret. Also im Vers 10, dort ist das Geheimnis, dort liegt das Geheimnis. When Jesus was alone, Als Jesus alleine war, when Jesus was alone, als Jesus alleine hey, war, when Jesus was alone, als Jesus alleine war, when Jesus started to preach, als Jesus begonnen hat zu there predigen, was a great crowd come to meet Jesus. da kam eine große Volksmenge, um Jesus zu treffen. Jesus spoke in parables. Jesus hat in Gleichnissen They did gesprochen. not understand Sie haben das nicht verstanden and they went away. und dann sind sie weggegangen. But when he was alone, Aber als er allein war they that were about him with the 12 und als er alleine war mit den 12, asked of him the parable. dann fragten sie ihn nach dem Sinn der Gleichnisse. How many times when you read the Bible and you don't understand, that you want to sit with the Lord and say, God, I did not understand. Lord, please help me to understand. Are you digging like a treasure? Also wie oft habt ihr euch, wenn ihr ein Bibelwort nicht verstanden habt, zum Herrn gesagt, Herr, ich verstehe das nicht, dieses Bibelwort. Und dann habt ihr versucht, den Schatz auszuheben. So this morning, have you come for translating or have you come to dig the treasure? Okay, that's a personal question. I'm asking a personal question. Yeah. Have you come only to translate or have you come to dig the treasure as well? Ja, as well, ja. Which one?
treasure as well, yeah, because Which one is first, the translation or the treasure? If you have come for the translation, you got disqualified. But if you have come for the treasure, then you are qualified. yeah, I come to listen to you because You have come to listen to me, or you have come to dig the treasure? dig the treasure. Wow, wow, wow. So all of us have come to receive a blessing, or have you come to get the treasure out? Also seid ihr gekommen, um einen Segen zu bekommen oder um den Schatz herauszuheben? How many of you have come for the treasure? Wie viele sind gekommen, um den Schatz Come on, lift your herauszuheben? hands up. Oh my God, brother, your hand is not down. Have you come for the treasure? Yeah. So let us all pray, close your eyes and let us pray and say, Lord Jesus, Also lasst uns die Augen schließen und beten. I Herr want Jesus, everybody to repeat it. Please, I beg you, please open your mouth and make this prayer. also jeder soll das Gebet mitsprechen. Heavenly Father, Heavenly Father, also himmlischer Vater, I thank you for teaching me the truth. ich danke dir, dass du mir die Wahrheit gelehrt hast. Ich danke dir, dass du mir die Wahrheit gelehrt hast. Today I've learned through you, Jesus, Heute lerne ich durch dich, Jesus. Bitte lerne ich durch dich, when you were alone, Als du alleine warst, als du alleine warst. those who are thirsty for you, jene, die durstig waren nach dir, Jene, die durstig waren nach dir, when they did not understand the parable, als sie das Gleichnis nicht verstanden haben, als sie die Gleichnis nicht verstanden haben, they came and asked you the secret of the parable. dann sind sie gekommen und haben dich nach dem Geheimnis der Gleichnisse gefragt. Right now I come to you, Jetzt komme ich zu dir asking you, Lord Jesus, und frage dich, Herr Jesus, for understanding of the parable. um das Verstehen der Gleichnisse. And according to your word, Und nach deinem Wort, I thank you for giving me the understanding. da danke ich dir für das Verstehen. I receive this power Ich erhalte diese Kraft, to understand the secret and the mystery of the kingdom of God. um das Geheimnis über das Reich Gottes zu verstehen. Thank you, Lord, Danke, Herr, for giving me this power. Dass du mir diese Kraft geschenkt hast. And from now on, Und von jetzt an, knowing this secret, im Wissen um das Geheimnis, my life is changed forever. wird sich mein Leben für immer verändern. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wow, we all received by faith. We all received faith, you say. We all received this power by faith. Und wir alle bekommen diese Kraft durch den Glauben. Aren't you happy? Seid ihr glücklich? Yes. Now let's go and study the parable of forgiveness. Jetzt wollen wir uns das Gleichnis über das Verzeihen anschauen. So let's go to Matthew 18 again. Also gehen wir zum Matthäus Kapitel 18. Verse number 23. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king which would take accounts of his servants. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Now please understand that 10,000 talent is a very, very huge amount.
Also bitte versucht zu verstehen, dass die 10.000 Talente, das war eine große Menge. It is told that the Jerusalem temple which was built, the gold used was 8,000 talent. Und es wird gesagt, dass als zum Bau des Tempels Jerusalems, how much? 8,000 talent. Hat man 8.000 Talente gebraucht. And this one was 10,000 talent. Und diese Menge hier sind 10.000 Talente. In other words, the amount was so huge, unimaginable. Also mit anderen Worten, die Menge war so groß, es war unvorstellbar. 25, for as much as he had not to pay, his Lord commanded to be sold, his wife and the children and all that he had, and payment to be made. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Do you think the servant had the ability to pay? Denkt ihr, dass der Diener in der Lage gewesen wäre, das Geld zurückzuzahlen? He's telling the king, I will pay it all. Und der Diener sagt dem König, ich werde dir alles zurückzahlen. Does the king know that he's faking? Weiß der King eigentlich, dass er da was sagt, was er eigentlich nicht machen kann? He knows it. Er weiß es. Look at the 27th verse. Dann schaut auf Vers 27. Then the Lord of that servant was moved with compassion Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, and loosed him ließ ihn gehen and forgave him the debt. und schenkte ihm die Schuld. The king had mercy. Der König hatte Mitleid. The king had compassion. Der König hatte Mitgefühl mit During ihm. the Mass we say, Lord have mercy. Während der Messe sagen wir, Herr, habe Erbarmen. Christ have mercy. Herr, sei barmherzig. Lord have mercy. Herr, habe Erbarmen. What is mercy? Was bedeutet das Erbarmen? What is mercy? Was bedeutet das Erbarmen? What is mercy? Ask them. Ask this brother of mine, he understands English, he will reply to me. Mercy, forgiving. I am found guilty. Also, ich werde als schuldig I am found befunden guilty. And I deserve to be punished. und ich verdiene es, bestraft zu werden. But the king has mercy. Aber der König hat Erbarmen. In other words, he changes what I deserve. He doesn't give me. But instead of that, he gives me forgiveness and lets me go free. Also eigentlich verdiene ich die Strafe, aber der König hat Erbarmen mit mir und lässt mich frei. When I don't get what I deserve, Wenn ich nicht das bekomme, was ich verdiene, it's mercy. dann ist es Erbarmen. So the king had mercy Also der König hatte Erbarmen and forgave him. und hat ihm verziehen. Now who paid the money? Also, who paid the? The debt. Wer hat die Schulden gezahlt? He forgave him, Er hat ihm verziehen. did not punish him. Er hat ihn nicht bestraft. But somebody got to pay the debt. Aber jemand hat die Schulden gezahlt. So who paid the debt? Wer hat die Schulden gezahlt? Jesus Christ in our life. In this parable, who In this paid? parable, the king forgave him. The king forgave him, but who paid the debt? The king. The king, very good, the king paid the debt. So is forgiveness just or extremely unjust? Ist das Verzeihen dann gerecht oder ungerecht? Forgiveness is extremely unjust. Also Verzeihen ist ungerecht. So if she forgives me, Also wenn sie mir verzeiht, so she pays the damage. dann zahlt sie für den Schaden. And if you don't pay the damage, Also ja, wenn du für den Schaden nicht zahlst, the forgiveness is incomplete. dann ist das Verzeihen also unvollständig.
So let's take for example, Also zum Beispiel, I dashed a car ich habe ein Auto angefahren and I looked at the rosary in the car und ich habe den Rosenkranz im Auto angeschaut and I saw the picture of Mother Mary and Jesus. und dann habe ich das Bild von The der first Mutter thing I Gottes asked und her- Jesus gesehen Catholic? und dann habe ich die andere Autofahrerin gefragt, She said, yes, yes, yes. sind Sie katholisch? So I said, please forgive me. Und dann sage ich zu ihr, ja, bitte verzeihen Sie mir. Will you forgive me? Wird sie mir verzeihen? She said, okay, I'll forgive you. Dann wird sie vielleicht sagen, ja, okay, ich verzeihe dir. But the damage is only 10,000 euros. Aber der Schaden beträgt 10.000 Euros. Now have you forgiven me? She says, I forgive you. I'm saying sorry, sorry, sorry. And she says, oh, it's okay, it's okay. But then she says, you better pay that 10,000 euros. Okay. Und sie sagt dann, es ist besser, wenn du die 10.000 Euros zahlst. So has she forgiven me? Hat sie mir verziehen? But I told you sorry. Aber ich habe dir Entschuldigung gesagt. She says, I know you told me sorry. Und sie sagt, ja, ich weiß, And du I hast really, um really, Verzeihung from the bottom gebeten. of my heart, I forgive you. Und ich habe dir auch vom Herzen und von Herzen verziehen. But please pay that 10,000 euros. Aber bitte zahl die 10.000 Euro. Otherwise, I'm going to call the police. Sonst muss ich die Polizei anrufen. She is a forgiving Catholic girl. Ja, sie ist eine verzeihende Katholikin. So have you really forgiven me? So hast du mir wirklich verziehen. What do you think she has forgiven me? Or you tell me, has she forgiven me? Also sagt mir, ob sie mir verziehen hat. According to the parable that Jesus was saying, Nach dem Gleichnis, das Jesus gesagt hat. what do you say, brother? It's incomplete. So your forgiveness is incomplete. Ja, now I'm the lady in the car. So, So how many times do we forgive one another without a transaction? also wie oft verzeihen wir einander, ohne richtig verziehen zu haben? Do you understand? Versteht But ihr this das? king forgave the servant of 10,000 talent. Aber dieser König hat dem Diener, der ihm 10.000 Talente schuldig war, The king verziehen. paid the debt Der König hat für die Schuld and the gezahlt servant was set free. und der Diener war frei. Now 28. 28. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him, took him by the throat, saying, pay me that you owe. And the fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me, and I'll pay thee. And he would not, but went and cast him into the prison till he should pay the debt. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came and told their Lord all that was done. Then the Lord, after that he had called him and said unto him, O you wicked servant, I forgive you all the debt because you desired of me. Should not you also have had compassion on your fellow servant, even as I had pity on you? Then the Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. And so likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war.
Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. In this parable, who is the first servant? In diesem Gleichnis, wer ist der erste Diener? Who do you think is the first servant? The first servant who was actually forgiven. Yeah, who is that person? That's you and me. Also die Person, also der erste Diener, dem wurde eigentlich verziehen. Und dieser erste Diener, meint er, sind wir eigentlich. How many fine do you think heaven has over our lives? Also wie viele Schulden hat eigentlich der Himmel uns eigentlich verziehen? So we are the servant that we can never repay the debt that is on our head. Also wir sind eigentlich dieser Diener, der eigentlich nie die Schulden bezahlen kann, die eigentlich So auf in ihm this lasten. parable, Jesus says, Also in dieser Parabel sagt the king Jesus, said, take him, his wife, his children, all that he owes, sell it all and put the money in the treasury. und in dieser Parabel sagt eigentlich der König über diesen ersten Diener, dass man ihm Frau und Kinder wegnehmen soll und alles, was er besessen hat, und es verkaufen soll, um die Schuld zu begleichen. So what do you think is the penalty on our head? Also was denkt ihr, ist die Schuld, die auf unserem Kopf lastet? What do you think, Baba? Will we ever be able to repay? No. No. And are we forgiven of 10,000 talent? According to this, yes. Yes. So having been forgiven of 10,000 talent, and somebody, this brother, or I for example, said something to you and you got hurt. Now, you have to give me only €1 out of the 10,000. Is it difficult? Yes, it depends on what you say, how much hurt you have done. See, please understand this parable. If God has forgiven you of 10,000 talents and all you have to give me is €1, is it going to be painful? No, if you only see it in financial ways, it's not going to be painful. That's why Jesus gave the parable. Because if you don't forgive, forget about the financial basis. If you don't forgive of all that you receive forgiveness from Father God, and you don't forgive, you are going to hell. The choice is yours. Now, how much of wrong things have we done against God? Unlimited. And when I've done something wrong to you, you are saying, God, of all that forgiveness you have given me, what this fellow has done is nothing. I choose to forgive him. Also, Just explain that. Just hold this. Explain that. Also, also der Herr bittet uns zu verzeihen, und er hat uns, also mit dem Beispiel, im Beispiel zu bleiben, er hat uns also so 10.000 Talente, es steht dafür, dass er uns so viel verziehen hat, und er bittet uns nur darum, dass wir also dieser einen Person verzeihen. Think for a moment. Also denkt nach für einen Moment. Each one of us have been forgiven 10,000 talents. Also jeden von uns wurden 10.000 Talente verziehen. Is it easy? Is it difficult to forgive? Ist es schwer zu verzeihen? Now this forgiveness which the king gave, Also das Verzeihen, das der König gegeben hat, he spoke the words er hat die Worte gesprochen and he believed und er hat geglaubt and took a corresponding action. und er hat also entsprechend gehandelt. The king must have said with words, Und der König hat mit Worten gesagt, I choose to forgive you.
ich möchte dir verzeihen and I hold no fine against you. und ich halte ich erlasse dir deine Schulden I declare you found not guilty. und ich erkläre dich für nicht schuldig. All that the servant had to do was Und alles, was der Diener zu tun hatte, war, believe the words of the king. die Worte Gottes zu glauben, also die Worte des Königs zu glauben. If he understands, Wenn er es versteht, the king has cancelled all the debts of my life, wenn er, als er verstanden hat, dass der König ihm alle Schulden verziehen hat, the penalty for me was hell. war eigentlich die Strafe für die Sünden die Hölle. And God cancelled hell, Und Gott hat die Hölle, not for my good work. Gott hat also durch die Schuld, die er verziehen hat, die Hölle, also aus der Hölle befreit. But because of his love, Wegen seiner Liebe. I deserve hell, Ich verdiene eigentlich die Hölle, but God cancelled it. aber Gott hat das verziehen. How did he cancel it? Wie hat das verziehen? The debt had to be paid. Die Schulden mussten beglichen werden. And that's where Jesus is saying, Und das ist, wo Jesus sagt, I am your substitute. ich bin der Ersatz für dich. Your debts I'm going to pay Deine Schulden werde ich zahlen, by taking your place on the cross, indem ich statt dir am Kreuz hänge, taking your punishment indem ich deine Strafen nehme, that you deserve die du eigentlich verdient hast, for sin, für die Sünden, penalty. die Strafe. Every tissue of my body shall be damaged. Also jedes Gewebe meines Körpers wird beschädigt. There is not a single cell that is not damaged. Es gibt nicht eine einzige Zelle, die nicht beschädigt ist. My body is completely wounded. Mein Körper ist komplett verwundet. For your sake, Für dein Heil all my bones are out of joint. sind all meine Knochen also zerschlagen worden. For your sake, Für deinetwegen, every drop of my blood is shed for you. deinetwegen wurde jedes einzelne Blut für dich vergossen. My own life, Mein eigenes Leben, I give it up for you. mein eigenes Leben gebe ich auch für dich. I gave my life for you. Ich habe mein Leben für dich hingegeben And you are forgiven. und es ist dir verziehen. That is why on the cross, Das ist der Grund, warum am Kreuz, Jesus could say, deswegen konnte Jesus am Kreuz sagen, Heavenly Father, himmlischer Vater, please forgive these people, bitte verzeih diesen Menschen, for they don't know what they are doing. denn sie wissen nicht, was sie tun. I am the one Ich bin derjenige, who has paid the full penalty for them. ich bin derjenige, der die ganze Strafe für sie bezahlt hat. And because I paid the penalty, Und weil ich die Strafe gezahlt habe, Father, forgive them. Vater, verzeih ihnen. Did Jesus pay the penalty for us? Hat Jesus die Strafe für uns gezahlt? Did he open his mouth and say, Hat er seinen Mund geöffnet und gesagt, now, the Father is willing to forgive? der Vater ist bereit zu verzeihen. But the penalty has been paid. Die Strafe wurde gezahlt. And the day I realize Und an dem Tag, wo ich feststelle, what Jesus paid to set me free, was Jesus gezahlt hat, um mich freizusetzen, now it becomes very easy dann wird das sehr einfach, to give. um zu geben, What I have received freely. was ich frei bekommen habe, gratis So bekommen none habe. of us can forgive Also keiner von uns kann verzeihen with our emotions, mit unseren Gefühlen, with our feelings, mit unseren Emotionen und but it is Gefühlen. purely a decision of faith. Aber es ist ganz eine Entscheidung des Glaubens, Because I have received it from you, Jesus, weil ich es von dir, Jesus, bekommen habe, I am willing to forgive. bin ich bereit zu verzeihen.
And now I myself am out of the prison Jetzt bin ich selber aus dem Gefängnis heraus of bitterness and guilt. von Bitterkeit und von der Schuld. Not only I have been set free, Nicht nur wurde ich freigesetzt, but I set everybody free who comes against me. aber ich habe auch alle anderen freigesetzt, die gegen mich gegangen sind. What happened to this servant? Was ist mit dem Diener passiert? He received 10,000 talent forgiveness, Und er hat 10.000 Talente Verzeihung bekommen, but was not willing to forgive his fellow servant of 100 pence. aber er war nicht bereit, seinen Mitdienern die Schuld zu erlassen. God called that person, that servant, you wicked servant. Und Gott hat diesen Diener gerufen, du böser Diener. And he handed him over to the tormentors. Und er hat ihn den Folterknechten übergeben, Because of unforgiveness, wegen Unversöhnlichkeit. he ended up in hell. Er ist in der Hölle gelandet. Unforgiveness is a very dangerous spirit. Und die Unversöhntheit ist ein sehr gefährlicher Geist. And that is why he says in verse number 35, Und deswegen steht es im Vers 31, so likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your heart forgive not everyone his brother their trespasses. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? You can write down some points. ihr könnt jetzt einige Punkte niederschreiben. These are the truths Das sind die Wahrheiten, which will help you die euch helfen werden, in forgiving anybody of anything. jemanden, also egal wer es sei, ihm zu verzeihen. Remember, the kingdom of God Also erinnert euch, das Reich does Gottes, not operate by feelings. also das Reich Gottes arbeitet nicht aufgrund von Gefühlen. The kingdom of God Das Reich Gottes operates by truth. also funktioniert aufgrund von Wahrheiten. Truth has got nothing to do with feeling. Also die Wahrheit hat nichts mit Gefühlen zu tun. Faith has got nothing to do with feeling. Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun. It is believing. Es geht ums Glauben. So write down. Also schreibt es nieder. Guilt imprisons us. Also die Schuld also setzt uns in ein Gefängnis, also Guilt macht uns zu Gefangenen. imprisons us. Die Schuld macht uns zu Gefangenen. Guilt is the result of something we have done wrong. Also die Schuld ist das Resultat dessen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Just dictate that. Guilt is the result of something we have done wrong. Slowly, slowly. Schuld ist das Resultat. Pause. Let them write. Guilt is the result of something we have done wrong. Also Schuld ist das Resultat von etwas, das wir falsch gemacht haben. Schuld ist das Resultat von etwas, das wir falsch gemacht haben. Bitterness poisons us. Und die Bitterkeit, die vergiftet uns. Bitterness poisons us. Also die Bitterkeit vergiftet uns. Bitterness is our reaction to someone else's wrong. Also die Bitterkeit ist unsere Reaktion auf etwas, was jemand uns falsch angetan hat, also uns gegenüber. Translate that again very slowly. Also die Bitterkeit ist unsere Reaktion. Pause. Or our perception that someone else has wronged us. Or our perception that someone else has wronged us. Oder unsere Wahrnehmung, dass jemand uns etwas Falsches angetan hat. Oder es ist auch unsere Wahrnehmung, dass jemand uns etwas Falsches angetan hat. Yeah, good. Very good. God gives me the talent. Absolutely.
And the beautiful part is when we are weak, my God, His grace is the strongest. That's why I always enjoy when I'm weak. Because I know it's God's grace who will take us through. Translate that. Also ich weiß, dass Gott uns in unserer Schwäche hilft. Wenn wir schwach sind, dann hilft uns Gott. Gottes Gnade ist dann so überreich. Und diese Gnade hilft uns. What you're writing is the truth. Weil das, was ihr aufschreibt, das ist eine Wahrheit. And when you apply the truth, und wenn ihr diese Wahrheit verwendet and you practice it, und wenn ihr das praktiziert, you'll change your whole future. Dann wird es deine ganze Zukunft verändern. Forgiveness sets us free. Das Verzeihen setzt uns frei. Forgiveness sets us free. Das Verzeihen setzt uns frei. From both guilt and bitterness. Von beiden Dingen, von Schuld und Bitterkeit. Also Verzeihen setzt uns frei von Schuld und Bitterkeit. God's forgiveness of us sets us free from the prison of guilt. Also Gottes Verzeihen setzt uns frei von der... Hold on, break that sentence. Break the sentence into two. Come on. Also Gottes Verzeihen setzt uns frei von der Gefangenschaft der Schuld. Our forgiveness of others sets us free from the poison of bitterness. Also unser Verzeihen, wenn wir anderen verzeihen, dann setzt es uns frei vom Gift der Bitterkeit. Slowly. Our forgiveness of others. Also wenn wir anderen verzeihen, dann setzt es uns frei vom Gift der Bitterkeit. Let's go to Ephesians 4. Also nehmen wir Epheser Kapitel 4, 31 to 32. 31 bis 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be you kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. 31 and 32. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. So the Bible says, put away all bitterness and all unforgiveness out of you. Also die Bibel sagt, gebt alle Bitterkeit und alle Unversöhntheit aus euch heraus. But be you kind one to another, Seid gütig zueinander, tender-hearted. seid barmherzig. Look at this line, please. All eyes fixed on this line. Forgiving one another, Vergebt einander, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Now, when we say the Our Father, Wenn wir das Vaterunser sagen, we say in the Our Father, wenn wir das Vaterunser beten, Father, forgive us our trespasses, Vater, vergib uns unsere Schuld, as we forgive those who sin against us. so wie wir dem verzeihen, der gegen uns gesündigt hat. In other words, we say, Mit anderen Worten sagen wir, if I do not forgive my fellow brother and sister, mit anderen Worten sagen wir, wenn ich meinen Bruder oder Schwester nicht verzeihe, then Heavenly Father, please don't forgive me. dann himmlischer Vater, verzeih mir nicht. Do you say the Our Father? Sprecht ihr das? Is it the Lord's given prayer? Es ist das Gebet, das uns Jesus gegeben hat. And did the Lord give us this prayer?
Und als der Herr uns das Gebet gegeben hat, forgive us our trespasses, verzeih uns unsere Sünden, as we forgive those so wie wir, verzeih uns unsere Schuld, so wie wir auch jenen verzeihen, who sin against us. die gegen uns gesündigt haben. In other words, Mit anderen Worten, if I refuse to forgive, wenn ich mich weigere zu verzeihen, then you also don't forgive me. dann kannst du mir auch nicht verzeihen. So if you don't forgive me, Also wenn du mir nicht verzeihst, you're saying, Father, don't forgive me. dann sagst du eigentlich, Vater, verzeih mir nicht. Don't you think it's a dangerous prayer? So what is your option now? Are you going to forgive me or not forgive me? Also was ist jetzt deine Option? Wirst du mir verzeihen oder wirst du mir nicht verzeihen? You're saying a dangerous prayer. And if you don't receive forgiveness, where do you think you are going? Ja, also er sagt, wenn ich ihm nicht verzeihe, wohin werde ich dann gehen? Weil von wem kriege ich dann die Verzeihung? Whether you understand English. Is that a dangerous prayer? Also ist es ein gefährliches Gebet? Weil eigentlich sagt man, Vater, wenn ich meinem Bruder oder Schwester nicht verzeihen kann, dann brauchst du mir eigentlich auch nicht verzeihen. So what's your option regarding me? Ja, I have to forgive. Is it the number game or is it the future game? Is it the finances or is it the... Is it the heart matter? Yeah. Yeah, the heart so if you don't matter. forgive me, you are saying to the Father, Father, you also don't forgive me. Also wenn ich eigentlich dem anderen nicht verzeihen kann, dann sage ich eigentlich dem himmlischen Vater, himmlischer Vater, eigentlich, ja, dann sage ich eigentlich, dass er mir nicht verzeihen braucht. According to that prayer, how many people will go to hell? Also wenn wir dieses Gebet sprechen, wie viele Leute werden dann in die Hölle gehen? If you say that prayer, where do you think you are going? Also wenn du dieses Gebet sprichst, wo denkst du, wirst du hingehen? Now somebody might get angry with me. Also es könnte irgendjemand jetzt zornig mit mir werden. But that's the Lord's prayer. He has taught us. Aber es ist das Vaterunser, das der Herr uns beigebracht hat. I agree with you. Da stimme ich mit euch überein. But it's a very dangerous prayer. Aber es ist ein sehr gefährliches Gebet. Now with all the pressure that I put on you. No, you translate. Don't Okay. look at me. Mit all dem Druck, den ich dir jetzt aussetze, It might be hurting you. wird es dich wahrscheinlich verletzen. And if it hurts you Und wenn es dich verletzt and you don't forgive me, und wenn du mir nicht verzeihst, you are in a dangerous position. dann bist du in einer gefährlichen Position. Yeah, yeah. It's true, ja. Yeah, that's true. So why did Jesus give us this prayer? Warum hat Jesus uns dieses Gebet gegeben? Now, did Jesus give us this prayer before his death or after his death? Und hat Jesus uns dieses Gebet gegeben vor seinem Tod oder nach seinem Tod? Hey, did Jesus give us this prayer before his death or after his death? Und hat Jesus uns dieses Gebet vor seinem Tod oder nach seinem Tod gegeben? Before. Had he Also vorher. paid the penalty for our sins? Wie hat er die Strafe für unsere Sünden gezahlt? Not yet. Nicht jetzt. So he himself was nicht. under the law. Also er selbst stand auch unter dem Gesetz. So did he have to fulfill the law? Also hat er das Gesetz, er musste auch das Gesetz vollbringen, Because the law said, you first forgive weil das Gesetz sagt, du sollst and zuerst then the verzeihen Father will forgive you. und dann wird der Vater dir vergeben. Are you understanding? Habt ihr das verstanden? Hello. Habt ihr das verstanden? Now let us see in the Gospel of John 1:17.
Also lasst uns jetzt das Johannesevangelium And anschauen, please be free to 1,17. ask me questions, please. Und fühlt euch frei, mir Fragen zu stellen. 1,17 Johannes. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. So under the law, can anybody make it to heaven? Aber kann jemand durch das Gesetz in den Himmel kommen? So through Jesus, God made a covenant with us. Also durch Jesus hat Gott einen Bund mit uns geschlossen. Jesus obeyed the law. Jesus hat das Gesetz befolgt. He paid the penalty on our behalf. Er hat die Schuld anstatt uns gezahlt. He shed his blood. Er hat sein Blut ausgegossen. He became my substitute. Er wurde zum Ersatz für mich. And through Jesus, Und durch Jesus, I'm no longer under the law, durch Jesus bin ich nicht mehr länger unter dem Gesetz. but I'm under grace Aber ich bin in der Gnade and truth. und in der Wahrheit. So for me to receive forgiveness, Also damit ich das Verzeihen erlangen kann, I need to forgive first, muss ich zuerst verzeihen. or I'm forgiven first. Oh, I must forgive first and the second one was? The question is, the option, do I need to forgive first or I'm forgiven first? Also die Frage ist, muss ich zuerst verzeihen oder wurde mir zuerst verziehen? What do you think? Under the law, you have to forgive. Under Jesus, on the cross, has he paid the penalty or we have to pay the penalty? He has paid the penalty. So have you received 10,000 talent forgiveness? Yeah. So out of the 10,000 now Jesus is saying, can you pay 100 pence? Yeah. Yeah, that's how we are no longer under the law, we are under grace and truth. Okay, von diesen 10.000 Talenten, also Jesus hat uns 10.000 Talente verziehen und er fragt uns jetzt, fragt uns jetzt, ob wir 100 Talente jetzt verzeihen können und dadurch sind wir dann nicht mehr unter dem Gesetz. We learned that from Moses came the law. Also wir haben gehört, dass vom Mose kam das Gesetz And Jesus brought grace and truth. und Jesus hat die Gnade und die Wahrheit gebracht. So under the law, Also unter dem Gesetz I have to first forgive muss ich zuerst verzeihen, and then I receive forgiveness. dann erhalte ich die Verzeihung. That's the law. Das ist das Gesetz. And Jesus gave this prayer before his death. Und Jesus hat dieses Gebet gegeben vor seinem Tod. He fulfilled the law Er hat das Gesetz erfüllt for each one of us. für jeden Einzelnen von And uns. now through him, Und jetzt wird durch ihn his grace and his truth. Durch ihn empfangen wir seine Gnade und seine Wahrheit. So tell me honestly, Und sagt mir ehrlich, in one day, in einem Tag, how many times do you focus about your action? an einem Tag, wie oft denkt ihr nach über eure Handlungen? And how many times do you focus about Jesus' action? Und wie oft denkt ihr nach darüber, wie Jesus gehandelt hat? Which one is more? In one day, how many times do you think what you did and how many times do you think what Jesus did for you? Wie oft denkt ihr an einem Tag darüber nach, was ihr getan habt und was Jesus für euch getan hat? Which one do you think? Worüber denkt ihr mehr nach? Can we talk? Can we talk? Can we talk? Come on, Also translate. können wir reden? Which one do you think? Worüber denkt ihr mehr? What you did Was ihr getan habt or what Jesus did? oder was Jesus getan hat? Which one? Worüber? If you think what you have done,
Wenn du darüber denkst, was you du are in a getan deep hast, mess. dann bist du in einer Unordnung. And if you think what Jesus has done, Und wenn du darüber nachdenkst, was Jesus you für dich receive getan everything hat, from Jesus by faith. dann bekommst du alles von Jesus durch den Glauben. Are you from India? I have origin from India, was born and brought up here. So you never went to school in India? Just went to kindergarten. Okay. But you know something about India? Yeah. Yeah, thank God. In India, when a student fails in an exam, Also, gut. Ich bin hier aufgewachsen und hier geboren, aber also in Indien ist es so, wenn ein Student Prüfungen hat und durchfällt, the teacher gives grace mark. Grace Mark? Yeah. Aha, I didn't know. Yeah. Dann kriegt der Schüler quasi so eine Note des Erbarmens And passes the student to the next class. und dann kann der Schüler quasi aufsteigen in die nächste Klasse. And grace mark is given only to the failures. Und dieses Aufsteigen, in how many subjects? Might be 1 or 2 subjects. Okay, er kann, wenn er dann in 1 oder 2 Fächern kriegt er die Möglichkeit weiter aufzusteigen. So she will give around 10 marks extra. Also gibt sie quasi dort noch 10 Punkte extra, damit der Student aufsteigen kann. Qualify the student to go to the next class. Und dann wird das den Schüler befähigen, in die nächste Klasse zu gehen. So the student on his own cannot qualify. Also der Schüler selbst wäre nicht befähigt, in die nächste Klasse aufzusteigen. So grace is given to the disqualified. Also wird quasi der Schüler begnadigt und er kriegt die Möglichkeit, in die nächste Klasse aufzusteigen. In the same way, Auf dieselbe Art und Weise, when it comes to obeying the law, wenn es dazu kommt, das Gesetz zu befolgen, we have all failed. da haben wir uns alle verfehlt. Agreed? Könnt ihr dem zustimmen? So what does God do? Was macht Gott? He gives us mercy Er gibt uns Erbarmen, only because Jesus paid the penalty. nur weil Jesus für uns die Strafe gezahlt hat. So he cancels the punishment. Und er hat dadurch die Strafe aufgehoben. He gives us Er gibt uns freedom from sin. die Freiheit von der Sünde. And not only after that, Und nicht nur das, he gives us grace. er gibt uns auch noch die Gnade. Grace is, Die Gnade ist, I don't deserve any blessing. Gnade heißt, Grace I means don't- deserve any blessing. I Grace don't means, deserve any blessing. Just complete the sentence. okay, ich verdiene keinen Segen, But yet, God gives me blessing that I don't deserve. aber trotzdem schenkt mir Gott den Segen, den ich nicht other verdiene. words, Mit anderen Worten, Jesus deserves blessing Jesus verdient für uns den Segen. because Jesus obeyed the law. Also nein, Jesus verdient den Segen, weil er sich an das Gesetz When you obey gehalten the hat. law, Wenn du das Gesetz befolgst, the blessings come on you. dann kommt der Segen zu We dir. failed in obeying the law. Wir haben aber uns darin verfehlt, das Gesetz So zu God befolgen. takes Jesus' blessing Also nimmt Gott Jesus sein Segen and gives it to us und gibt es uns as a gift. als Geschenk. And he takes our curses, Und er nimmt unseren Fluch, our punishment, unsere Strafe and gives it to Jesus. und gibt es Jesus. And that's exactly what happened on the cross. Und das ist genau das, was am Kreuz passiert ist. Did you understand? Habt ihr das verstanden? So our whole journey now Also unsere ganze Reise as a jetzt Christian als ein Christ is to keep thinking, ist nachzudenken, keep believing am Glauben festzuhalten, what Jesus did for me on the cross was Jesus am Kreuz für mich getan hat am Kreuz and receive everything
und alles zu empfangen by faith durch den Glauben, through Christ Jesus. durch Jesus Christus. Our inheritance. Our inheritance. Unser Erbe, das ist unser Erbe. Praise Kommt God. noch mehr. Preis Let me den give Herrn. us some evidence because she is now surprised what is I'm talking. Okay. Go to Deuteronomy chapter 28, Also Deuteronomium 28, verse 1 and 2. I'll Vers hold it. 1 und 2. 28 Vers 1. Okay. Wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, indem du auf all seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, achtest und sie hältst, wird dich der Herr, dein Gott, über alle Völker der Erde erheben. Alle Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst. Now, according to this verse 1 and 2, when a person obeys all that is written in it, then all these blessings shall come on you and overtake you if you hearken unto the voice of the Lord thy God. Also nach diesem Wort Gottes bedeutet es, wenn eine Person auf die Stimme des Herrn hört und auf all seine Gebote, dann wird Segen über dich kommen. Is it right? Ist es richtig? And verse number 15. Und Vers 15. Shall I read? Yeah, read it. Wenn du nicht auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, indem du nicht auf alle seine Gebote und Gesetze, auf die ich dich heute verpflichte, achtest und sie nicht hältst, werden alle diese Verfluchungen über dich kommen und dich erreichen. So according to the law of Moses, if you don't obey, then all these curses will come upon you. Und nach dem Gesetz des Mose, wenn du nicht gehorsam bist, dann werden alle diese Flüche auf dich kommen. Is that right? That's what's standing there, yes. So in a one day, how many times do you disobey? So an einem Tag, wie oft bist du ungehorsam? At least with bitterness, Mit Bitterkeit, hurt feeling, mit verletzten Gefühlen, doubting, mit Zweifeln, fear, mit Ängsten. anxiety. It's all sinful. Es ist alles sündhaft. So how many curses on your life? So wie viele Verfluchungen liegen über dich, über deinem Leben? So under the law of Moses, you are under curse. So nach dem Gesetz des Mose stehst du unter dem Fluch. But because we have a covenant with Jesus, Aber weil wir ein Bündnis mit Jesus haben, how does a person get blessed? wie wird diese Person gesegnet? By grace through faith, okay. But what is that grace through faith? How does a person get blessed in the new covenant? Accepting what Jesus has done. Accepting what Jesus has done for me on the cross. So go to Ephesians. Give me, I'll hold it for you. Ephesians 1. Verse number 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. So how does a person get blessed? By being together with Jesus. So are you blessed with your hard work or are you blessed by believing in Christ? Blessed by believing in Christ. So are you under the law? Then I'm not under the law anymore. Or should I still be under the law? That's your choice. Under grace, under Jesus, we are all blessed with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Also mit der Gemeinschaft mit Jesus sind wir eben gesegnet durch seinen Geist und wir bekommen all den ganzen Segen. So now my question is, are you forgiven of your 10,000 talents? Jetzt ist meine Frage, sind dir die 10.000 Talente, die du schuldig bist, ist es dir verziehen?
By law or by grace? Durch das Gesetz oder durch die Gnade? What are they saying? Saying by grace. By grace. So is it practical or is it a theology? Is it practical? Yeah, I mean it's practical and yeah, it's Yes. Now let's study how to do it practical. okay. Jetzt wollen wir studieren, wie wir das praktisch umsetzen. Because I love to study everything practical. I'm a businessman. Ich möchte alles praktisch studieren, weil ich bin ein Geschäftsmann. Praise God. Preiset den Herrn. So Jesus said Also hat Jesus gesagt, that he has forgiven us. Jesus hat gesagt, dass er uns verziehen hat. How much? Wie viel? 10,000 talents. 10.000 Talente. Now you might ask me, Jetzt wirst du mich fragen, how can I forgive somebody when that person has hurt me? und jetzt wirst du dich fragen, wie kann ich jemanden verzeihen, der mich verletzt hat? I don't have the feeling to forgive. Ich habe nicht das Gefühl zu verzeihen. The moment I look at him, I hate him. Und in dem Moment, wo ich ihn anschaue, hasse ich ihn. But according to the word of God, Aber nach dem Wort Gottes, if I don't forgive, wenn ich nicht verzeihe, I don't receive forgiveness dann bekomme ich keine Verzeihung under the law. laut dem Gesetz. But under grace, Aber mit der Gnade, God has given me 10,000 talent forgiveness. aber durch die Gnade hat mir der Herr 10.000 Talente And verziehen. Jesus is saying, Und Jesus hat gesagt, can you forgive that 100 pence? kannst du diese 100, könnt ihr diese 100 Talente verzeihen? Now tell me honestly, have you received 10,000 talent forgiveness? Ja. Yeah. Is it under grace or under law? Under grace. So can you forgive me of 100 pence? Ja. And how to do it practical? Und wie, also hat mich gefragt, ob ich 10.000 So Talente. let's go to Luke chapter 17. Jetzt wollen wir schauen, wie das praktisch gemacht werden kann. Lukas Kapitel Over there, 17, how to do it practical. Luke 17. 17:1. Yeah, verse number 1. Then said Jesus unto the disciples. Er sagte zu seinen Jüngern, Did he speak to the crowd? hat er zur Volksmenge gesprochen? Hello, is Jesus speaking to the crowd? Spricht Jesus zum Volk Or is he talking to the disciple? oder spricht er zu den Jüngern? You are a crowd or a disciple? Disciple. Good. So Jesus is talking to the disciple. Praise God. Also Jesus spricht zu seinen Jüngern. Praise God. Preiset den Herrn. And he's saying it is impossible, Und er sagte, es ist but that offense will come. Unvermeidlich, dass But woe to Verführungen you. kommen. Through whom they come. Aber wehe dem, der sie verschuldet. If you are living in this world, Also wenn du in dieser Welt lebst, Jesus is saying sagt Jesus, offense will surely come. dann werden Verführungen sicher Bitterness will kommen. surely come. Dann wird die Bitterkeit sicher Opposition will kommen. surely come. Dann wird es einen Troubles Gegenwind will geben. surely come. Dann werden Probleme kommen. But cursed are you if it comes from you. Aber wehe dem, der sie verschuldet. Verse number 2. Es wäre, It were better for him that a millstone be hanged around his neck and he cast into the sea than he should offend one of these little ones. es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Take heed to yourself. Seht euch vor, If your brother trespass against you, rebuke him, and if he repent, forgive him. wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sich ändert, vergib ihm. And if he trespass against you 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to you, saying, I repent, you shall forgive him. Und wenn er sich 7-mal am Tag gegen dich versündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Yes. I think I can guess your answer, but what to do in situations where it's a repeated situation and the person doesn't seem to want to change Okay. and does not even ask for forgiveness? Now tell me one thing.
By forgiving somebody, I have to translate her question. Also sie hat jetzt gefragt, wie die Situation ausschaut, wenn jemand kommt und sagt, er will sich nicht ändern. Now Was first tell me, passiert dann? by forgiving somebody, is it your advantage or disadvantage? Also sagen wir zuerst, wenn du jemanden verzeiht, Bei- ist es für dich ein Vorteil oder ein Nachteil? By forgiving somebody, you are doing some benefit to that person or you are doing benefit to your own self. Also wenn du jemanden verzeihst, tust du ihm einen Gefallen oder tust du dir einen Gefallen? Whether he says yes or no, what is your answer? When he says yes. Whether he comes and repents or not, what is your answer? Also egal ob er sich jetzt bekehrt oder nicht, was ist deine Antwort? Because if you don't forgive, you get no forgiveness. Weil wenn du nicht verzeihst, dann Always bekommst du remember, keine by forgiving Verzeihung. somebody, it's your advantage. What is he saying? He's asking, is it like not of matter if the other person takes that forgiveness or not? Okay, I'll explain that. Ich werde das erklären. When it's forgiveness, Also wenn es verziehen wird, it is by faith. dann geschieht es durch den And that is Glauben. what Jesus is going to teach us now. Und das ist das, was Jesus uns jetzt lehren You wird. began to ask me the questions before we could go out. Jesus is going to explain. Also ich habe mir jetzt die Frage gestellt, bevor ich erzählen kann, wie Jesus es Something macht. absolutely practical. Also etwas ganz Praktisches. Are you ready? Okay. Please listen to this. Verse number 5. 17:5. Okay. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Jesus was talking to the disciple. Und Jesus sprach zu den Jüngern. When the topic came on forgiveness, who opened their mouth? Als das Thema über Verzeihung ging, wer hat den Mund geöffnet? The apostles. Die Apostel. Were they all the time quarreling with one another? Und haben sie die ganze Zeit miteinander gestritten? Were they getting offended with one another? Sind sie also miteinander, also sind sie And did quasi Jesus verletzt say, a worden millstone voneinander? be around your neck? Und Jesus sagt, ein Mühlstein soll um den Hals What hängen. do you think Peter must be thinking? Was glaubt ihr, hat Jesus, hold on, Peter sich da gedacht? Der hold Petrus on, sich Jesus, hold gedacht. on. Und You Jesus, are asking me to forgive my fellow brother 7 times 77? und Petrus sagt, was, du bittest mich darum, meinen Nächsten Not 7-mal possible, not 77 possible, zu not verzeihen? possible. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht And möglich. Jesus is teaching them Und Jesus lehrt sie, how it can be possible. wie kann es möglich sein? So shall we study it today or tomorrow? Sollen wir das heute oder morgen studieren? What do you think? Really? Ja. Okay. Now here is Jesus teaching us. Yes. Not quite understood what he said. What he said is, what if you ask somebody to forgive you and that person does not accept your You do your part. Are you responsible of somebody else's salvation? Okay, tell me one thing. Is it possible for anybody to change somebody's life? But is it possible for me to change myself? Also ist es dir möglich, jemanden sein Leben zu verändern, oder ist es dir eher möglich, dein eigenes Leben zu But verändern? in this scripture, Jesus is going to teach you how you can help somebody who is saying no. Aber in dieser Geschichte sagt Jesus, wie du jemandem helfen kannst, der Nein sagt. Hey, Jesus is going to help you to help somebody who is saying, I don't want to forgive you. Und Jesus es hilft da jemanden, der sagt, ich will dir nicht verzeihen. And that's why he's saying, the apostle said, increase our faith. Deswegen sagen die Apostel in 17,5, stärke unseren Glauben. And the Lord is giving us something absolutely practical, how you can forgive.
Und der Herr sagt ihnen etwas, was ganz praktisch ist, wie du verzeihen And the kannst. Lord said, Und der Herr erwiderte, if you had faith wenn euer Glaube as a grain of mustard seed, auch nur so groß wäre wie ein as a Senfkorn, grain of mustard seed, so groß wäre wie ein there are Senfkorn. two meanings. Es gibt zwei Bedeutungen. One is Eines ist the size of a grain. die Größe eines Korns. Two, 2, working like a grain. arbeiten wie ein Senfkorn. I repeat again, there are two meanings. Es gibt zwei Bedeutungen. One is faith like the size of a grain. Eines ist die Bedeutung, also Größe wie ein Senfkorn. Two, 2, faith working like a grain. zweitens der Glaube, der arbeitet wie ein Senfkorn. Then he says, if you had faith as a grain of mustard seed, Dann sagt er, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, look at the next line. Please look at the screen. schaut auf die nächste Zeile, You might what? dann sagt er, What's on the screen? You might what? You might think or you might say. You might think or you might say. also dann sagt er, You might ihr könnt feel or sagen you might oder ihr say. könnt spüren. There's a word called say. Es gibt ein Wort sagen, also ein Verb sagen. So faith is always activated when I open my mouth and say. Also der Glaube wird immer aktiviert, wenn ich meinen Mund öffne und sage. If I have faith, Wenn ich Glaube habe, I may think, dann denke ich I may vielleicht, imagine, dann vielleicht I stelle may ich mir feel. vor, dann werde ich vielleicht and spüren I might not open my mouth and say, und dann öffne ich nicht meinen Mund und sage, then that faith is not yet planted. dann ist dieser Glaube noch nicht That eingepflanzt, faith is not yet activated. dann ist der Glaube noch nicht aktiviert. Faith gets activated when you open your mouth and say. Also der Glaube wird aktiviert, wenn man den Mund öffnet und sagt. God himself created the world Gott selbst hat die Welt erschaffen, by opening his mouth and saying. indem er seinen Mund geöffnet hat und gesprochen hat. God has the faith, Gott hat den Glauben, but until he opened his mouth and said, aber bis er seinen Mund geöffnet und gesprochen hat, the Holy Spirit was moving over the waters. als er seinen Mund geöffnet hat, hat sich der Heilige Geist During über dem creation. Wasser geschwebt. During creation, Während der Schöpfung never moved into action. hat der Heilige Geist sich nicht It aktiv is only when geworden. God said, Es ist nur dann, als Gott gesprochen hat, let there be light, lasst Licht entstehen. the Holy Spirit got into action. Dann ist der Heilige Geist aktiv geworden. And God spoke by faith Und Gott hat durch den Glauben gesprochen, because there was darkness. weil es gab die Dunkelheit. He saw darkness, Und er sah die Dunkelheit, but never opened his mouth aber er hat nicht seinen Mund aufgetan and said anything about darkness. und hat nichts über die Dunkelheit gesagt. God looked at darkness Gott hat auf die Dunkelheit and geschaut said, und sagte, let there be light. lasst Licht entstehen. So God spoke faith Und Gott hat den Glauben ausgesprochen to darkness, zur Dunkelheit. what he desired. What he desired. Und er hat zur Finsternis gesprochen, was er wünscht. So when he said, let there be light, Und als er gesagt hat, lasst Licht entstehen, Holy Spirit got into action dann ist der Heilige Geist aktiv geworden and brought into light. und hat das Licht gebracht. Remember this, my friend. Und erinnert euch daran, meine We are not Freunde, God. wir sind nicht Gott, But God has created us aber Gott hat uns erschaffen in his likeness and image, nach seinem Abbild. and therefore we follow his system. Also folgen wir seinem System. Then when God said, Als Gott gesagt hat, let there be light, lasst Licht entstehen, he saw darkness, dann hat er die Dunkelheit but gesehen. never spoke Aber er hat nicht gesprochen, what he saw.
aber er hat nicht darüber gesprochen, was He er gesehen spoke. hat. Er hat gesprochen, The unseen, er hat über das Ungesehene gesprochen, the light über das Licht to the darkness. zur Finsternis. In the same way, here he's saying, Und auf dieselbe Art sagt er hier, if you have faith, wenn du Glauben hast, then you can say dann kannst du sagen, to this sycamore tree, dann kannst du zu dem Maulbeerbaum sagen, what is so special about the sycamore tree? was ist so speziell über diesen Maulbeerbaum? Does anybody know this sycamore tree? Kennt jemand den Maulbeerbaum? The sycamore tree is a tree. Also der Maulbeerbaum ist ein Baum, The roots go deep wo die Wurzeln sehr and tief they spread. sind. Und also die Wurzeln sind No sehr matter how tief many verbreitet. times you cut the tree, Und es ist egal, wie oft du den Baum schneidest, it will grow again. dann wird es wieder wachsen. You cannot kill it. Du kannst es nicht umbringen. The only way to kill it is Die einzige Art, es umzubringen, ist, all the roots need to be uprooted. dann musst du die ganzen Wurzeln rausholen. All the root need to be uprooted. Dann musst du die ganzen Wurzeln And rausholen. Jesus is saying, Und Jesus sagt, faith has the Glaube, power Glaube hat die Kraft, even uproot the sycamore tree. sogar den Maulbeerbaum herauszureißen. Did you follow up till here? Habt ihr das bis jetzt verstanden? And Jesus is saying to his apostles Und Jesus sagt zu seinen and his Aposteln disciples, und zu seinen Jüngern, the reason you cannot forgive your brother der Grund, warum du deinem Bruder nicht verzeihen kannst, is because you got a sycamore tree growing inside of you. ist, weil du einen Maulbeerbaum in dir wachsen hast. And that sycamore tree is the spirit of unforgiveness. Und dieser Maulbeerbaum ist der Geist der Unversöhntheit. Unless you deal with that spirit of unforgiveness, Und bis du mit diesem Geist der Unversöhntheit dich stellst, you cannot forgive. kannst du nicht verzeihen. Everything that we think, Alles, was wir denken, everything we speak, alles, was wir sprechen, everything we do, alles, was wir tun, it's because of the spirit. ist wegen dem Geist. If I have the word of God, Wenn ich das Wort Gottes then habe, Jesus said, dann sagt Jesus, my word is spirit mein Wort ist Geist and my word is life. und mein Wort ist So when Leben. I'm speaking the word of God Wenn ich das Wort Gottes spreche and you are hearing attentively, und wenn du gut zuhörst, this word is spirit, dann ist das Wort this Geist, word is life, dann ist das Wort Leben, it is challenging you dann wird es dich to change herausfordern, your thinking. dein Denken zu verändern. If I'm speaking ungodly word, Wenn ich unwürdige Wörter it spreche, is also bringing thoughts, dann bringt es auch Gedanken, but not godly, aber keine göttlichen, ungodly. dann ungöttliche. And that word that is producing these thoughts Und das Wort, das diese Gedanken produziert, are leading us to death. führen uns zum Tod. Are you understanding now? Versteht ihr das jetzt? So thoughts Also unsere are Gedanken, either godly or ungodly. die Gedanken können entweder göttlich oder ungöttlich So for sein. me to forgive somebody, Also damit ich jemanden verzeihen kann, I've got a sycamore tree growing for years. da habe ich einen Maulbeerbaum, der in mir seit With Jahren my wächst. strength, I cannot get it out. Mit meiner Kraft kann ich das nicht But herausbringen, surely with the strength of faith, aber sicherlich mit der Kraft des I Glaubens can get it out. kann ich es herausbringen. If I plant a seed, Wenn ich ein Senfkorn einpflanze, a seed has a potential to produce its own kind. dann hat jeder Samen hat eine Kraft, eine bestimmte Art It is herauszubringen. not enough only to plant the seed. Also es reicht nicht, wenn man nur ein Korn I einpflanzt. need to take care of it. Ich muss mich darum I kümmern. need to water it. Ich muss es bewässern. I have to nourish it. Ich muss es ernähren. And that seed grows into a tree, Und dann wächst aus dem Korn ein Baum, producing the fruit. der die Frucht produziert. And that's why Jesus said, Und das ist der Grund, warum if Jesus you gesagt have hat, faith,
wenn du Glaube hast, in that seed. wie ein Now, Korn, whatever you read in the Bible alles, was du in der Bibel liest, is a seed of a heavenly kingdom. ja, alles, was du in der Bibel liest, ist ein Samen that seed, des Reich Gottes. Planted in your heart, Also nehmt diesen Samen, by pflanzt es faith, in eurem Herzen and durch water Glaube it. und dann bewässert it will es grow into a big harvest. und dann wird es wachsen und große Ernte bringen. So when a farmer sows the seed, Also wenn ein Bauer den Samen he sät, cannot see the seed because it's covered with soil. dann kann der Seemann den Samen nicht sehen, weil es mit Erde zugedeckt ist. Even though he can't see the seed, Auch wenn er den Samen nicht sehen kann, he still waters the seed. bewässert er das. And when the soil, and when the seed receives the moisture, Und wenn der Samen den Flüssigkeit it aufnimmt, sprouts, dann wächst es, it grows dann wird es groß, in the same way. auf dieselbe When I Art. treat that sycamore tree Also wenn ich den Maulbeerbaum behandle, as a spirit of unforgiveness, wie einen Geist der Unversöhntheit, and I speak to it und wenn ich zu ihm spreche, words by faith, Worte des and Glaubens, Jesus has already given us the words of faith, und Jesus hat uns schon die Worte des Glaubens I can gegeben, say to the sycamore tree, dann kann ich zu dem Maulbeerbaum sagen, be plucked up by the root heb dich samt deinen Wurzeln, and be planted into the sea. heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und So verpflanz dich ins everything that Meer. is coming against you, Also alles, was gegen dich kommt, by faith, durch den Glauben, I have the authority in Christ da habe ich die Autorität in Christus, to say two things. zwei Dinge zu sagen. First, Erstens, what to do. was zu tun ist. Second, Zweitens, where to go. wohin soll ich gehen? Again. First, Nochmals. What to Zuerst, was soll geschehen? second, Zweitens, where to go. wohin soll man gehen? So when I'm exercising my faith, Also wenn ich meinen Glauben ausübe, I can speak to every trouble of my life. kann ich zu jedem Problem meines Lebens sprechen. Faith will get two things done for you. Also wird der Glaube zwei Dinge für dich tun. It will get the tree uprooted from the root, Also es wird den Baum samt den Wurzeln and faith rausreißen. will make that tree be planted into the sea. Und der Glaube wird veranlassen, dass es sich ins Meer verpflanzt. And look at the last line in verse 6. Und schaut auf den letzten And Vers. it should obey you. Und er würde euch gehorchen. So who is supposed to obey whom? Also wer soll wem gehorchen? Let me give you an example. Also ich will euch ein Beispiel geben. I got the news from the doctor that I got ABC sickness in my body. Also ich bekomme eine Nachricht vom Doktor, dass ich die Krankheit A, B oder C habe. So according to this word, Also entsprechend dem Wort, can by faith I can destroy that sickness. bei Faith I can destroy. Also durch den Glauben kann ich diese Krankheit zerstören. Yes or no? Ja oder nein? Has Jesus said, if you have faith, then you can say? Hat Jesus nicht gesagt, wenn du Glaube hast, dann kannst du sagen? So, according to Jesus, Also nach Jesus, who is having the authority, that sickness ruling over me, or I am supposed to rule over that sickness? also wer hat die Kraft über die Krankheit, die über mich herrscht, ich oder? Absolutely. So when was the last time you spoke to the sickness? Also wir können dann zur Krankheit sprechen. Wann war das letzte Mal, dass ihr zur Krankheit gesprochen habt? Did you speak to the sickness or did you pray about the sickness? Habt ihr zur Krankheit gesprochen oder habt ihr über diese Krankheit gebetet?
Did you speak to the spirit of unforgiveness, or did you speak about or pray about the unforgiveness? Habt ihr zum Geist der Unversöhntheit gesprochen oder habt ihr über die Unversöhntheit gebetet? Do you pray or do you say? Habt ihr gebetet oder habt ihr gesprochen? Sister from Jamaica. Do you pray or do you say? You will pray and not say. What about your friend from the same country? Will you pray or say? He is giving you the clean. What about you, young lady? Do you pray or do you say? I think I pray instead of saying. Yeah. Are you sure you pray or you say? Okay, I'll give you one more scripture. We'll take one more scripture. We'll study this. Okay, go to Mark 11:23. Markus 11:23. See, listen, we are studying this not to point finger to one another, Also, but we are studying this so that we learn better, so that we know the truth, and the truth will make us free. Mark 11. Mark 11. Eleven. 23. 23. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürze dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Now in that Mark 11:23, did Jesus say, whosoever shall say or whosoever shall pray? Also, was hat Jesus in Mark 11:23 gesagt? Der betet oder der spricht? What do you read there? He never said pray. Also, er hat, da lesen wir in diesem Wort Gottes, hat er nie gesagt beten, sondern wenn jemand zu diesem Berg sagt. Also wir sollen es... In that language, is it pray or say? It's say, in this language. And all these years, what were you doing? Praying. Not saying. Not saying. Also, also hier steht geschrieben, man soll sagen. Die meisten, wir beten darüber. Das ist der Unterschied. Habt ihr jetzt den Unterschied verstanden? So how many years were you praying? Now I should give an answer. Maybe 20 Am I years confusing you? Also ich werde euch vielleicht verwirren. Then you will be saying, but Jesus spent the whole night in praying. Aber dann werdet ihr sagen, ja, Jesus hat die ganze Nacht mit dem Beten verbracht. There's a season to pray. Ja, es gibt eine Zeit zum Beten. And there's a season to say. Und es gibt eine Zeit zum When I'm Sprechen. praying, Wenn ich bete, I'm talking to God, His words back to Him. also wenn ich spreche, when I'm praying, when I'm praying, I'm saying. No, just say. When I'm praying, Also wenn ich bete, I'm saying God's word dann sage ich Gottes Worte back to God zurück zu Gott in agreement. in der Übereinstimmung. That's praying. Das ist Gebet. But when I'm saying, Aber wenn ich sage, I'm not talking to God, dann spreche ich nicht zu Gott, I'm talking to the devil, dann spreche ich zum Teufel, God's word, Gottes Wort, and the devil has to flee. und der Teufel muss fliehen. That's why Und das ist der Grund, Jesus spent the whole night das ist der Grund, warum Jesus die ganze Nacht talking to His Father, damit verbracht hat, zu seinem Vater zu His reden, word, sein Wort in agreement to His Father. in Übereinstimmung mit seinem Vater. But when He moved out of that place Aber als er aus dieser Gegend weggegangen and ist went about preaching,
und herumgegangen ist und gepredigt hat. when he saw people with sickness and disease, Und als er Menschen mit Krankheiten gesehen hat, when he saw the evil spirit, als er den bösen Geist gesehen hat, he never spoke to his father. dann hat er nie zu seinem Vater gesprochen. He spoke to the devil. Dann hat er zum Teufel gesprochen. He spoke to the sickness Er hat zur Krankheit gesprochen. and cast it out by saying, Und er hat es ausgetrieben, indem er gesagt hat. and he went about healing the sick Und er ist gegangen und hat die Kranken geheilt and set the captives free. und hat die Gefangenen frei gemacht. So our relationship with God is Also unsere Beziehung zu Gott ist just like a mobile. so wie ein Handy. I charge my mobile, Ich lade das Handy auf and only when the battery is charged, und nur wenn die Batterie aufgeladen ist, I call up nur dann kann ich anrufen and I use the mobile to talk. und dann kann ich das Handy dazu verwenden zum Reden. So I'm studying the scriptures, Also studiere ich die Bibelworte, I'm charging my battery. dann lade ich meine Batterie auf, And indem when I ich, see trouble, und wenn ich dann Probleme sehe, I use the authority dann nütze ich die Autorität of all that the battery is charged dann nütze ich die Energie durch die aufgeladene Batterie and command that infirmity und werde dieser Unbeständigkeit befehlen. 2 things: 2 Sachen, what to do was er tun soll and where to go. und wohin er gehen soll. And Jesus said, Und Jesus sagte, it shall obey you. es soll dir gehorchen. Also jedes Mal, wenn wir ein Problem haben, Each dann, time you're hungry, don't go to God and say, God, please cook food for me. He has given you the recipe. You cook it yourself. okay. You want me to translate that? Yeah, you got to translate that. Okay, er sagt, jedes Mal, wenn du hungrig bist, dann gehst du nicht zu Gott und sagst, Gott, ich bin hungrig, sondern er hat dir das Rezept gegeben und du stellst dich hin und kochst es. God's job is to give you the recipe of heaven. Also Gottes Aufgabe ist, dir das Rezept des Himmels zu geben. But please don't ask him to come and cook food for you. Aber frage bitte ihn nicht, zu dir zu kommen und dir das Essen zu kochen. You will die of hunger. Dann wirst du von Hunger sterben. He'll never come and cook food for you. Also er wird nicht kommen und für dich Essen kochen. He says, I'll give you the recipe, Er sagt zu dir, ich gebe dir das Rezept, but you cook it yourself. aber du kochst es selber. So who is supposed to cast the mountain out? Also wer soll diesen Berg heben? Wer God soll das or you? austreiben? Du oder Gott? Who is supposed to cast the demons out, God or you? Also wer soll die Dämonen heraustreiben? Du oder Gott? When was the last time you spoke to your problem? Also wann war das letzte Mal, wo du zu deinen Problemen gesprochen hast? When was the last time you asked God to use your mobile and talk from your mobile to somebody? Also wann war das letzte Mal, als Gott zu dir gesagt hat, du sollst mit deinem Handy zu jemandem sprechen? Let God do his job Also lasst Gott seinen Job machen and you do your job. und mach du deinen Job. Did he say pray or say? Hat er gesagt, betet oder sprecht, sagt. He said, you speak to the mountain. Er hat gesagt, du sollst zum Berg Be sprechen. uprooted. Ja? Be uprooted. Sprich zum Berg, heb dich empor And go and fall into the sea. und stürz dich ins Meer. So every trouble of your life, Also jedes Problem in deinem Leben, learn to say 2 things. da lernt 2 Dinge zu sagen. To every trouble in your life. Zu jedem Problem in eurem Leben. Who is in authority? Wer hat die Autorität? You or the sickness? Du oder die Krankheit? So are you supposed to say it or are you supposed to beg for it? Are you a beggar or are you the one to speak it in authority? Also sollst du dafür betteln oder hast du die Autorität? I don't know how do you operate in Austria,
Also ich weiß nicht, wie ihr das in Österreich macht. The policeman Der Polizist in uniform in der Uniform is kneeling in front of the road in public kniet sich da der Polizist in seiner and Uniform, asking the thief, please surrender. geht nicht der Polizist auf die Knie He's got a gun but never uses the gun. und bittet quasi den Verbrecher, sich zu übergeben. Nein, er wird What do you think will happen in your country? wird er seine Waffe nehmen. All the police are on their knees. Und was wird passieren eigentlich? Sind alle Polizisten auf ihren Knien und bitten dem Verbrecher, sich ihm zu übergeben? In front of the thieves. Vor dem Dieb oder vor dem Verbrecher. Was wird da der Polizist tun? What do you think will be the situation then? Was denkt ihr, wird da die Situation sein? What is she saying? What is she saying? She's saying something. At least somebody is talking to me. Come on, tell me. Who would walk away? The thieves would have hammered the police. Ja, also wenn der Polizist dem Dieb bittet, sich zu übergeben und sich niederknien würde, dann würde der Dieb den Polizisten nur auslachen und davongehen. So are you the soldier of God? Translate it. So, seid ihr die Soldaten Christi? So are you supposed to use the name of Jesus, name above every name? Sollt ihr nicht den Namen Jesu, der über jeden Namen steht, nützen? Mit Autorität nutzen? There's a time for the police to go into training. Also es gibt eine Zeit, wo die Polizisten trainiert werden. They are doing their daily exercise. Sie haben täglich ein Training. But when they are in an encounter, aber wenn sie dann in so einer Situation sind, it's time to use your gun. Dann ist es Zeit, die Waffe zu verwenden. When was the last time you used the gun speaking in faith? Also wann war das letzte Mal, wo ihr die Waffe des Glaubens genützt habt und mit Glaube gesprochen habt? When it was time to say, you were busy praying. Also wenn es Zeit war zu sprechen, dann warst du beschäftigt mit dem Gebet. Joshua, come here. Tell them what was the problem with your face. In English, she'll translate it. Or I can tell him. Oh yeah. No. You say it in English because I want to know what you're saying. Okay. Say it. So around 4 years ago, I started noticing that on my forehead. Also vor 4 Jahren. No, you say that first. Then she'll do the. In telling stories, she's an expert. Don't worry. So around 4 years ago, I started noticing that there were white patches on around my forehead, and I went to the doctor. And I was in Germany at the time, and the doctor wrote perhaps vitiligo. So that's an autoimmune condition for which there is no treatment till date. If some of you know Michael Jackson, he had the same thing. So I heard that, and the fact that the doctors couldn't do anything about it made me even more scared. And so the patches just started increasing because I think my body was in a lot of stress. And it started spreading under my eye, to my cheek, to my nose. And basically that's that part of the story. Should I continue? Okay. Also sie hat vor 4 Jahren, ist ihr aufgefallen, dass sie auf der Stirn so weiße Flecken bekommen hat, und dann ist sie zum Arzt gegangen und der Arzt hat eine Verdachtsdiagnose gehabt, dass es eine Krankheit ist, die nicht weggeht. Und das hat sie dann stark beunruhigt, und dann sind die Flecken noch mehr geworden, sind dann unterm Auge noch mehr geworden und haben sich ausgebreitet. And then
the doctor said you can only treat it in India because the kind of treatment, there are also plant-based treatments. So I decided to go to India, and then we went from one doctor to the other with different branches, and they gave me medications and things like that that would make my skin cells start producing the melanin, I think, again. And so I started taking these medicines, and they were kind of doing something, but it wasn't enough. The rate at which my own skin pigment cells were being destroyed by my own body was a lot faster. Also ich bin dann zur Behandlung nach Indien gegangen, weil sie nur dort diese Behandlung machen konnten. Ich habe pflanzliche Mittel genommen und instead of getting better, it got worse. But the things were still continuing. Und anstatt, also mit den Kräutern ist es nicht besser geworden, sondern es ist dann so weiter geblieben. Actually, there was some kind of treatment. There was some control over the spreading of the pigments. So then I came back to Germany, and then Corona happened. And again I noticed that the patches started increasing again. But this time I couldn't run to India because it was locked down. Also dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, und dort zur Zeit der Corona ist wieder die Krankheit ausgebrochen, aber ich konnte nicht mehr zur Behandlung nach Indien gehen, weil eben die Zeit des Lockdown war. And then it was also the time where I was having university, and most of our classes happened on Zoom, which means that you could see your face constantly. So I would keep seeing my face, and I would get even more scared, and again the same process started. Und weil es eben die Zeit des Lockdowns war, hat man online den ganzen Unterricht online gehabt, und man musste eben online sein Gesicht zeigen, und ich habe dann online mein Gesicht gesehen, und das hat mich dann noch mehr beunruhigt. And so in this fear, obviously, I started speaking to my parents about it, and that is around the time when my mother was listening to what you were preaching about, and my mother started telling me, well, you should speak to the patches. And for me, the first time I heard that, I was like, what are you saying? How can I speak to these patches? Und das war die Zeit, wo ihre Mutter begonnen hat, seine Vorträge anzuhören, und sie hat ihr dann geraten, sie soll zu diesen Flecken sprechen. Und sie hat sich dann gedacht, wie soll ich zu den Flecken sprechen? That was not with like openness, but more like, what's wrong with you, sort of a thing. I thought I should sit in prayer and focus on inner healing and focus on where my fear is coming from. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich da eigentlich zu meinen Flecken sprechen? Und hab mir gedacht, ich werde mich einfach niedersetzen und ein Gebet für innere Heilung sprechen und schauen, woher meine Angst herkommt. Then you take But the step by focus step. on the fear was Then not she's helping. I thought finally, because I had no other option, I would just listen to what my mother was saying. So actually I was not listening to her, which is why she made me talk to you online. And that's when I think Jocelyn, one of the people from his ministry, said a prayer over my patches, and it was a very unusual prayer for me. Also, weil ich eben nicht auf meine Mutter gehört habe, hat sie dann den Jocelyn angerufen, und sein Team hat dann über sie ein Gebet gesprochen, und das war ein sehr ungewöhnliches Gebet. Before that, I just want to say, I thought my suffering was good. I mean, I thought as a Catholic, I should accept my suffering because Jesus accepted his suffering. And then when I spoke to him,
he said, well, it is the Lord's will for you to be healed. Not every suffering is good suffering. Because Jesus, most of the times in the Bible, healed people. Also, und ich habe halt als Katholik geglaubt, dass dieses Leiden von Gott mir geschenkt wird und ich das Leiden tragen soll. Aber dann hat der Bruder zu mir gesprochen und er hat gesagt, Jesus will eigentlich, Jesus tut die meiste Zeit in der Bibel das Leiden heilen. So that changed my perspective. So I thought, okay, this is something I don't need to live with, because he asked, are you happy with it? Are you living a life in abundance, or are you living a life in fear? And then I realized I cannot imagine that Jesus wants me to be in so much fear about this. Und dann hat Bruder Jocelyn mich gefragt, willst du ein Leben in... Heißt das so? Er heißt Bruder Johnson und das ist seine Schwester Jocelyn. Ach so. Aber das ist nicht wichtig. Okay. Also dann hat er mich gefragt, ob ich ein Leben in der Fülle haben will oder ob ich ein Leben in Angst leben will. Und das ist der Punkt, wo ich realisiert habe, dass ich eigentlich in der Angst lebe und dass ich eigentlich Befreiung haben will. And I remember the first words that you said was, faith comes by hearing and hearing the word of God. By the word of God. Hearing and hearing by the word of God. Hearing by the word of God. Yeah. And so I was asked, so first the prayer was that I was saying, I thank you, Lord, that my skin cells are already healed. Also er hat mir gesagt, dass Glaube kommt vom Hören des Wort Gottes und dann war ein Gebet. Und dann hat sie das Gebet. They said this is what I should repeat as a speaking to my sickness, that my skin cells are already healed. Und sie haben mir gesagt, ich soll das folgende Gebet sprechen, dass meine Hautzellen schon geheilt sind. And that was very confusing to me, because I could see that my skin cells are not healed. Und es war sehr verwirrend für mich, weil ich konnte ja sehen, dass meine Hautzellen noch nicht geheilt waren. And then he said, in Isaiah, there's a verse where it says, Jesus died for us, it has already happened, and the healing has already taken place through this act, what Jesus did. It is in the past tense, not it will happen. By stripes you were healed. By the stripes of Jesus' wounds, You were healed. I was healed. Also ein Wort Gottes aus dem Buch Jesaja sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und dieses Wort ist von der Vergangenheit und nicht Zukunft. Und dieses Wort ist eben ein Wort, das sagt, diese Sache hat schon stattgefunden. Es ist nicht etwas, was von der Zukunft spricht, dass es erst stattfinden werden muss, sondern es ist ein Wort, das sagt, es hat die Heilung schon stattgefunden. 1 Peter 2:20. I had to switch off my logical mind very much, because I really wanted to be freed from this new face that was, that I could see. So I started saying this, speaking to my sickness, that I started thanking the Lord already for the healing of the sickness. Can you read it from there? Yeah. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt.
Don't send a wooden. Read that last line. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. What does that mean? Through his wounds we are healed. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Also durch seine Wunden sind wir geheilt. What does it mean? That we are, Say it in there. ja, es bedeutet, was bedeutet das? Say it in English. What does that mean? Durch seine Wunden. Through his wounds we are healed. It means We are healed or we were healed. we are healed. We are healed or we will be healed. We are healed. We will be healed. No. Past tense. Yeah. Yeah. So the training for my mind was to, as I was saying this prayer, to know that the healing exists, and I had to bring it into my being. I don't know if I'm saying the words that are right, but it's not seen, but it's already there. And I act like I am healed. Okay, first translate. Und das Problem für mich war, ich musste meine Logik ausschalten und ich musste mir sagen, dass ich schon durch seine Wunden geheilt bin. Und dass die Heilung schon da ist, auch wenn ich es nicht sehe. Und eben, wie sie das gesagt hat, sag's. Und dass die Heilung schon geschehen ist, obwohl sie es eigentlich nicht sehen kann. And then I was told not to look at the symptoms. So I might start repeating this prayer again and again. And I was supposed to say it again and again so that my brain and my mind and my body could understand it. And I was not to look at the symptoms. Und ich musste mich immer wieder darauf trainieren, dass ich nicht auf die Symptome schaue, sondern dass ich auf das Wort Gottes schaue. Yeah, and that also means doing the things. Did you finish? Not yet. That also means doing things that I would otherwise not do, which means when I had these white patches, the doctor said the sun is not good for you. So I started avoiding the sun every time. And so slowly I started going into the sun and accepting the life that even the sun gives me. I mean, the Son of God, yes, but also the rays of the sun. Also mir wurde eigentlich gesagt, wegen dieser Krankheit darf ich nicht in die Sonne, aber ich habe, nachdem ich das Wort Gottes gesprochen habe, bin ich in die Sonne gegangen und habe das akzeptiert, das Sonnenlicht. And after like about 2 months, so for 2 months I still had my patches, all of it, even though I kept repeating the prayer. But slowly after 2 months, I still remember it was August 2020, I started seeing a change. It started going down. Und obwohl ich das Gebet gesprochen habe, für 2 Monate hatte ich weiterhin diese Flecken, aber im August 2020 habe ich dann eine Veränderung bemerkt. Ich habe gesehen, wie die Flecken langsam zum Weggehen beginnen. And that is not normal. If you Google vitiligo, people don't speak about patches just going away. So that really opened my eyes to a new way of living. Und eigentlich spricht man, wenn man diese Krankheit hat, liest man nirgendwo nach, dass diese Krankheit einfach so leicht verschwinden kann. Und dadurch hat für mich sich eine neue Sichtweise eröffnet, wie ich auf die Krankheit geblickt habe. And basically that's what happened, the healing, I would say. And actually that session where I speak with him, it's on YouTube. At first I thought, I don't want anyone to see, but other people also who had the same sickness could really understand through that video, so you all can also see it if you want to.
Also ich habe über diese Krankheit mit ihm es gibt ein Video von mir, wo ich über die Heilung erzähle, und ihr könnt das Video im Internet anschauen, und ich möchte das Video, dass ihr das auch seht und dass auch andere Leute, die diese Krankheit haben, das Video auch sehen. Hallelujah. Halleluja. Did she have to say it? Yes. Oh, you were. Did she have to say it? Hat sie sagen müssen? Faith is activated when you say it. Also der Glaube wird aktiviert, wenn du sagst. Faith is activated when you say it. Also der Glaube wird aktiviert, wenn du es sagst. It starts with a grain of seed. Also es beginnt mit einem Senfkorn. And if that grain is what God said, Und wenn dieses Korn das ist, was Gott gesagt hat, then it will surely come to pass. dann wird es vollbracht She werden. had to learn Sie musste lernen, to say zu sagen, what God says, was Gott sagt, even though obwohl she had no physical evidence to what God said. sie physikalisch gesehen keinen Beweis dafür hatte, also zur Heilung. With eyes she could see the symptoms. Also sie konnte mit ihren Augen diese Symptome sehen, With the heart she could see the healing. aber mit dem Herzen konnte sie die Heilung sehen. In the heart, Im Herzen. the word said you are already healed by Jesus' stripes. Und im Herzen hat sie diese Worte gehabt, durch die Wunden durch seine Wunden seid ihr geheilt. In the mind she could see with the eyes, she's not healed. Aber in den Gedanken im Bewusstsein hat sie natürlich gesehen, dass sie noch nicht geheilt and that is why ist. when she said faith comes by hearing and hearing the word, I said hold on, wrong. Faith comes by hearing and hearing by the word. Und der Glaube kommt, indem wir das Wort Gottes hören. Again. Faith comes Also der Glaube kommt, by hearing and hearing indem wir hören und hören. the word. Das Wort, Wrong. Das See that Wort wrong. falsch. Translate. Wrong. indem wir das Wort falsch hören. Faith comes Also Glaube kommt, by hearing and hearing indem wir hören und hören by the word. durch das Wort. Correct. The word Also das Wort ist by falsch. the word Durch das Wort is right. ist richtig. For example, Zum Beispiel, the person went to the doctor. eine Person ist zu einem Doktor gegangen. The doctor gave a report. Dann hat der Doktor einen Befund The doctor erstellt. spoke about his death. Und der Doktor spricht über den Tod. Only once. Aber nur einmal. He comes out of the clinic. Dann kommt er raus aus der The Klinik. doctor doesn't walk with him. Der Doktor geht nicht mit ihm. But the doctor's words Aber die Worte des are going Doktors on talking to him. gehen ihm im Kopf herum und So the sprechen. first time the doctor said, Also das erste Mal, als the der word Doktor went sagt, into his ear. ist das Wort in sein Ohr Only gegangen. once. Aber nur einmal. But that word inside Aber das Wort drinnen is talking and talking and talking. und das Wort drinnen spricht und So spricht. now by the word is coming fear and fear and fear. Und durch das Wort kommt immer mehr Angst und Angst. And that's what was happening to her. Und das war das, was zu ihr So passiert ist. now I had to teach her, Jetzt musste ich ihr faith lehren, comes by Glaube kommt durch hearing and hearing Hören und Hören, by the word, durch das Wort, just as fear comes, so wie die Angst kommt, even though spoken once, obwohl es nur einmal gesprochen you wurde. multiply it Es hat sich by vermehrt, thinking and thinking and thinking and thinking and thinking. indem du immer mehr und mehr darüber In the same nachgedacht way, hast. Auf dieselbe Art You und get the word Weise of God, kannst du das Wort Gottes and now the bekommen. word is talking to you over and over again. Und dann wird das Wort Gottes zu dir That's immer why she wieder was und wieder zu dir repeating, she sprechen. was repeating. By the wounds of Jesus I am healed, by the wounds of Jesus I am healed. Und deswegen hat sie immer wieder wiederholt, durch seine Wunden sind wir geheilt, durch seine Wunden seid ihr geheilt. But when she's looking into the mirror, Aber als sie sich im Spiegel mirror angeschaut is hat, saying, sagte der Spiegel zu not ihr, healed, not healed, not healed. sagte der Spiegel, noch nicht geheilt, noch She's nicht fighting. geheilt. She's fighting Sie musste kämpfen, inside her. sie musste in sich The word of kämpfen. God is saying,
Das Wort Gottes sagte, Jesus suffered for me on the cross, Jesus hat am Kreuz für mich gelitten, paid the penalty, hat die Strafe and, gezahlt and declared me healed. und hat mich geheilt. Declared me healed. Und hat mich geheilt. I don't care Ich kümmere mich nicht darum. what I see. Ich kümmere mich nicht I um das, was only ich focus sehe. on Ich fokussiere mich nur What Jesus said. auf das, was Jesus gesagt hat. 2 months 2 Monate talking to herself hat sie zu sich selbst gesprochen. by the word. Durch das Wort, Jesus has healed me. durch das Wort Jesus hat sie dann geheilt. Jesus has healed me. Jesus hat mich But geheilt. the doctor said, Aber die Ärzte haben the gesagt, doctor is not my creator. aber der Doktor ist nicht mein My Schöpfer. Jesus is my creator. Mein Jesus ist mein And Schöpfer. if he said, Und wenn er sagt, I'm healed, ich bin geheilt, I'll fight it out dann werde ich das by kämpfen. speaking to myself, Dann werde ich das bekämpfen, indem ich zu mir spreche, I'm healed. ich bin geheilt. And this is the battle that goes on in everybody's life. Und das ist der Kampf, der in jedem Leben stattfindet. What the doctor said, Was hat der Doktor what the gesagt? symptoms said, Was die Symptome what sagen? all your senses say, Was was all deine Sinne sagen? they are only facts. They are only. Facts. Sie sind nur Fakten. Things that you can see are facts. Also Dinge, die du sehen kannst, sind For Tatsachen. example, my sister from Jamaica. Zum Beispiel meine Schwester aus Jamaika. Do you believe there's a lady sitting next to you? Do you believe somebody is sitting between you two? Glaubst du, dass jemand zwischen euch zweien sitzt? But by faith, do you believe there is somebody sitting between the two of you? Aber durch den Glauben glaubst du, dass jemand zwischen She will euch say beiden yes. sitzt? By fact, Also sie wird yes sagen, aber durch there's a lady Fakte, sitting in next to me. ja, sie wird als Fakt sagen, ja, da gibt es eine Dame, But die by neben mir faith- sitzt. Aber im Glauben There are angels sitting next to me. sitzen Engel neben Because mir. God said Weil Gott sagt, He has given His angel charge over me. also Gott hat gesagt, er hat dir seine Engel I gegeben. cannot prove it with my senses. Ich kann es aber nicht mit meinen But Sinnen I know beweisen. and I know and I know the proof in the word. He said He has given His angel charge over me. Aber ich weiß, er hat durch sein Wort gesagt, er hat mir Engel zur Seite gestellt, die sich um mich kümmern. Fact is, Die Tatsache ist, she's sitting next to me. die Tatsache ist, sie sitzt neben mir. But after 2 o'clock, Aber nach 2 Uhr, this fact is going to change. dann wird diese Tatsache sich ändern. She's going to go home. Dann wird sie nach Hause gehen. But the truth will not change. Aber die Wahrheit wird sich nicht The ändern. truth is, even when I'm sleeping or going anywhere, the angels are going with me. Das Fakt ist, die Tatsache ist, dass die Engel, egal ob ich schlafe oder gehe, mit mir gehen. So I'm teaching my mind, Also lehre ich meine Gedanken, ignore the fact ignoriere die Tatsache and learn the truth. und lerne die Wahrheit. The day Der Tag, this mind wo diese Gedanken, learns to believe what the word of God says, der Tag, an dem die Gedanken lernen, das zu glauben, was From das that day on, Wort Gottes sagt, von my diesem life Tag an, becomes supernatural. von diesem Tag an wird mein Leben übernatürlich You werden. receive the manifestation Ihr bekommt die Manifestation, when you stop relying on facts wenn ihr aufhört, euch auf Fakten anzulehnen and start relying on the truth. und wenn ihr euch dann auf die Wahrheit beruft. Facts will always change. Also Fakten werden sich immer ändern. Facts are temporary. Also Fakten sind temporär. Sie You're not verändern going sich. to live forever. No. Hello? Ja. They are That's temporary. true. Ja. Also ich werde nicht für immer leben. Ich habe nur eine beschränkte Zeit. Because you can see me, Du kannst mich sehen. I can see you. Ich kann dich sehen. All things seen Alle Dinge, die wir sehen können, are facts. sind Fakten. And they are always temporary. Und die sind immer temporär. But what God says Aber was sagt Gott? cannot be seen. Aber was Gott sagt, kann nicht gesehen They are werden. the same yesterday, Er ist dasselbe gestern, today, heute and forever. und für immer. That's why they are the truth.
Deswegen, das ist die Wahrheit. And truth is eternal. Und die Wahrheit ist ewig. So it's a fact. Also es ist eine body can be Tatsache. seen. Es ist eine Tatsache, dass man diesen It is Körper temporary. sehen kann. Es ist temporär. But what God said about my spirit Aber das, was Gott über meinen Geist and my gesagt soul hat und über meine Seele, cannot be seen. kann nicht gesehen And werden. that's why it's eternal. Und deswegen ist es ewig. So I can end up in heaven. So, also kann ich ihm in den Himmel kommen. And if I do not choose Jesus, Und wenn ich Jesus nicht aussuche, I'll end up in hell. dann lande ich in der Hölle. So our life is based on fact or truth. Also ist unser Leben auf Fakten oder auf der Wahrheit basierend. When we were in school, Als wir in der Schule waren, we were taught facts or truths. wurde uns beigebracht, dass Fakten sind die Wahrheit. Do you believe fact or truth? Truth in Jesus. Okay, she says she believes truth. Let's check her. Tested. You got 10 euros. Okay. Translate that. Also ich habe 10 Euros And you saw a poor man und ich habe einen armen on Mann the gesehen street auf der Straße and you're always compassionate. und du bist immer mit Mitleid. So you went to his shop, Und ich bin dann in sein bought Geschäft some gegangen snacks of 7 euros und habe mir Snacks um 7 Euro gekauft and gave the poor man. und die habe ich dem armen Mann geschenkt. Again, Nochmals, you had 10 euros, ich habe 10 Euros gave him 7 euros, und ich habe ihm 7 Euros gegeben, took the snacks, habe die Snacks gave it genommen, to other person, poor person. dann habe ich es der armen Person gegeben. He did not give you any money. Er hat dir kein Geld gegeben He said, Madam, thank you very much. und er hat gesagt, ja, danke. Now, how many euros do you have? Und wie viele Euros habe ich? Did you hear Na. the answer? Er hat mich gefragt, wie viele Euros ich habe, nachdem ich da 7 ausgegeben von 10, 7 Thank you, im thank Geschäft you, brother. gegeben habe. Deswegen habe ich gesagt Hey, 3. better check that, okay? So now, how many are left? How many you got? 3 Euros left. Also She got 3 3 Euros Euros. sind übrig geblieben. Now, is she believing the fact or the truth? Also glaubt sie jetzt dann glaube ich an den Fakt oder an die Wahrheit? How many of you agree with her? Also wie viele stimmen mit mir überein? Nobody's saying, nobody's on your side. Oh yes, she said yes. Everybody's saying yes to you? Those 2 people said, and I think And what about yours, these 2 ladies from Jamaica? I didn't ask. You come behind, you are not going off the screen. Yeah, tell me, what about these 2 from Jamaica? Die Dame hat gesagt, Fakt ist, dass sie 3 Euro übrig hat. So what's the truth? What is the truth? Und was ist dann die Wahrheit? I'm asking you. Naja, Truth, in which... Hey, the truth in Jesus, man. Truth in Jesus, I don't know, maybe he is happy now because he has got something to eat. No, how much do you have? What's the truth? How much do you have? Now 3 Euros left. That's what I told you. Okay, you just put that. Also, er fragt mich, was jetzt die Wahrheit ist. Okay, put that Luke chapter 6, 38. Also Lukas, Chapter? 6:38. Yeah, you can read it Lucas, from here. You can keep the Bible at the side. You can read it from okay. there. Dann wird No. First is what? Gift. Gift. Ja. Gift. Then dann wird auch euch gegeben werden. If you don't give, will it be given to you? No. So in the kingdom of God, what is Jesus saying? Give. Give. And then it will be given to you. How?
Okay. Im Reich Gottes wird gesagt, gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Das heißt, wenn wir nicht geben, dann wird uns nichts gegeben werden. How? Und dann steht, ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. So how many euros you got now? Also wie viele Euros habt ihr jetzt? Um beim Beispiel zu bleiben. How much you saying? 3 or 700? She gave 700-fold, 100 times 700. Aha, also wenn man 100 mal 7 gegeben hat, dann 700. So most of the time we are living by fact or truth. Also leben wir die meiste Zeit dann nach dem Fakt oder nach der Wahrheit? How are we living? Fact or truth? Fact is 3. Yes. According to Jesus is truth. 700. 700 can be seen? No. 3 can be seen? Ja. Which one do you believe? Also die 700 kann man nicht sehen und die 3 kann man aber sehen. Also welches von dem, nach welchem von dem lebt ihr? So every day in our life, Also jeden Tag in unserem Leben we are living in this world, leben wir in dieser Welt, but we do not belong to this world. aber wir gehören nicht zu dieser Welt. We belong to the kingdom of God. Wir gehören dem Reich And Gottes in the an. kingdom of God, Und im Königreich Gottes we don't live by facts, leben wir nicht durch Fakten, we live by truth. leben wir durch die Wahrheit. The world is teaching you every day to depend on facts. Die Welt bringt dir jeden Tag bei, dass du dich an Fakten orientieren And the musst. challenge of our life is, how much do I choose to believe what Jesus said? Und die Herausforderung in unserem Leben ist, wie lebe ich das, was Jesus gesagt hat? So according to Jesus, Und nach Jesus, if I want love, wenn ich Liebe will, what do I do? was mache ich dann? Take love or give love? Nehme ich die Liebe oder gebe ich die Liebe? Give the love. Also die Liebe geben. I want mercy, what do I do? Also ich möchte Erbarmen haben. Was mache ich dann? Also das Erbarmen geben. I want kindness, what do I do? Also ich möchte die Güte. Was werde ich dann tun? I need forgiveness, what do I do? Ich brauche das Verzeihen, die Versöhnung. Was soll ich machen? I want money, what do I do? Ich möchte Geld haben. Was She's soll ich already tun? laughing. When it came to love, she did not laugh. When it came to mercy, she did not laugh. When it came to money, she already started laughing while translating. Because we don't believe the truth. Weil wir nicht die Wahrheit glauben. The same thing happened to her. Dasselbe ist ihr passiert. She's young. Sie ist jung. She's a youth. Sie ist eine And she Jugendliche. could not understand, Und sie konnte nicht how verstehen, can I open my mouth and say I'm healed when I can see on the screen, when I can see in the mirror, everything, I'm not healed. wie kann ich daran glauben, dass ich geheilt bin, wenn ich eben am Bildschirm sehen kann, dass ich nicht geheilt bin und im Spiegel sehen kann, dass Mom, ich nicht you're gone out geheilt of bin. your mind. Mama, du hast dich geirrt. She shared that testimony, no? Her mom had a difficult time to explain to her. Ja, und sie hat das in ihrem Zeugnis gesagt. Also ihre Mutter hat halt eine schwere Zeit gehabt, ihr das zu erklären. While sharing the testimony, it looked so good, no? Und wenn man das Zeugnis teilt, dann schaut das gut aus. She would have told her mom, that man is mad and you are telling me to do the mad thing. Und sie hat ihrer Mutter dann gesagt, ja, Mama, dieser Mann ist verrückt und du sagst mir, ich soll Hey, you're was pointing finger Verrücktes to me, machen. man. Then I said to her,
Und dann habe ich zu ihr gesagt, Do you believe the mirror? glaubst du an das Wunder? Do you believe the mirror? Also, Dem Spiegel. glaubst du dem Spiegel? I'm asking you, do you believe the mirror? Glaubst du? If you have to apply lipstick, do you look into the mirror and Yeah. apply or without? Ja. Yes. So you believe the mirror. I have to get some orientation. Okay, have you seen your face in the mirror? Yes. Why do you see the face in the mirror? Because we want to look, if we look halfway. Because you have never seen your face without a mirror. Yeah, correct. So you look into the mirror to see how you see. Yeah. Have you seen with your eyes your own face? Yeah, if I look in the mirror. Only if you look into the mirror. Otherwise, nobody has seen our own face. Yeah. Correct? Yeah. And looking into the mirror, do you do that lipstick? Yes or no? Yeah. Now you take action based on the mirror. Yes. In the same way, the word of God is a mirror of heaven that God has given you a spiritual mirror. Also auf dieselbe Just Art. translate that lipstick, Okay. lipstick, everything. So wenn man sich eben, man muss sich, wenn man sich schminken will, in den Spiegel schauen und dann eben, genauso ist es, hat der Himmel uns einen Spiegel geschenkt, einen himmlischen Spiegel, und auf diesen himmlischen Spiegel müssen wir dann schauen. So a human eye Also unser menschliches Auge, can see everything. kann das alles It's a sehen. natural mirror. Es ist ein natürlicher Spiegel, And the same human eye und das gleiche menschliche Auge can see that mirror. kann dieses The sehen. Bible. Die Bibel. Now which mirror do you believe? Also welchen Spiegel glaubst du jetzt? This one Diesen Spiegel or this one? oder diesen Spiegel? This one can never change. Also dieser Spiegel wird sich nie ändern. This one, when it sees things natural, they are bound to change. Also dieses wird sich verändern, wenn es ein anderes Umfeld gibt. So our faith is built on what? Also Glaube ist auf was aufgebaut? Facts or truth? Auf Fakten oder die Wahrheit? People who learn, Also Menschen, practice and train, die lernen, die das speak and praktizieren, act die das sprechen und on handeln this mirror, nach diesem Spiegel, they are the ones who live the supernatural life. das sind jene Menschen, die das übernatürliche Leben leben. So now your forgiveness Also jetzt deine Verzeihung, die is based on this mirror or that mirror. ist, auf was orientiert sich dein Verzeihen? Nach diesem Spiegel oder nach diesem Spiegel? So when you say it by faith, Wenn du sagst durch den Glauben, Father, I choose to forgive this person, wenn du sagst, Vater, ich möchte dieser Person with the verzeihen, forgiveness that you have given me, mit dem gleichen Verzeihen, das du I mir forgive geschenkt this hast, person, will ich dieser Person I bless this verzeihen, person, segne ich diese Person and I thank you und ich danke dir, for giving me this power. mir diese Kraft gegeben zu And I haben, plant this faith und ich pflanze diesen as a seed Glauben wie ein Samen in this person's life. in dem Leben dieser And Person. I thank you, Lord. Und ich danke dir, Herr. I have forgiven Ich verzeihe, because I myself have received forgiveness from you. weil ich selbst Verzeihung von dir bekommen habe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now when I'm saying this prayer, Also wenn ich dieses Gebet sage, do I need to feel muss ich es spüren or do I need to believe? oder soll ich dran glauben? Faith, belief. So now is it difficult to forgive? Hey. Not so difficult to forgive. Yeah. It is too easy to believe. Because all you need to do is understand the truth, open your mouth and speak it. Also alles so wird es, ist es jetzt, hat mich gefragt, ob es jetzt leicht ist zu verzeihen. Er hat gesagt, wenn wir das jetzt glauben und wenn wir an das Verzeihen
eben glauben, dann wird das Verzeihen einfach viel leichter. So is it practical now? Ist es jetzt praktisch? Ist es jetzt viel praktischer? Habt ihr das jetzt besser verstanden? Is it practical? Those who believe the truth and open their mouth and keep thanking God, it is done, 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 it is done. Even though you can see the symptoms, you are still saying, it is done, it is done, it is done. These are the ones who will see the supernatural life of God. Also jene, die glauben und auch wenn man es nicht sehen kann, sagen, es ist vollbracht, die sind jene, die das übernatürliche Leben leben. So can we write the notes for the next 10 minutes and then we make a prayer and we will see the healing taking place right before our eyes. Also jetzt können wir kurz das notieren für die nächsten 10 Minuten und dann können wir sehen, wie Heilung vor uns. Has it helped you to understand the truth? Hat es euch geholfen, die Wahrheit zu verstehen? Yes, write down. Also schreibt nieder. When we truly forgive another, wenn wir uns gegenseitig go slow, they have to write. When we truly forgive another, wenn wir uns wahrhaft, wenn wir einander verzeihen, when we truly forgive another, wenn wir uns gegenseitig wahrhaft verzeihen, we set 2 prisoners free. Dann setzen wir 2 Gefangene frei. We set 2 prisoners free. Dann setzen wir 2 Gefangene frei. When we truly forgive another person, we set 2 prisoners free. Also wenn wir wahrhaft einander verzeihen, dann setzen wir 2 Personen frei. That is the person we have forgiven. Das ist erstens die Person, der wir verziehen haben. The person we have forgiven. Also erstens die Person, der wir verziehen haben. And ourselves. Und zweitens uns selbst. To forgive means to pay the debt. To forgive means to pay a debt. Also verzeihen bedeutet, dass wir eine Schuld begleichen. To forgive means to pay a debt. Also verzeihen bedeutet, dass wir eine Schuld begleichen. We have sinned against heaven. Also wir haben uns gegen den Himmel versündigt. We have sinned against heaven. Wir haben uns gegen den Himmel versündigt. We have sinned against heaven. And heaven has sued for damages. Und der Himmel hat uns angeklagt für Schaden. And heaven has sued for damages. Und der Himmel hat uns angeklagt für wegen den Schäden. It is a debt we cannot pay. Es ist eine Schuld, die wir nicht zahlen können. It is a debt we cannot pay. Es ist eine Schuld, die wir nicht zahlen können. God is mercy. Gott ist die Barmherzigkeit. God is mercy. Gott ist die Barmherzigkeit. And love has forgiven us. Gott hat in seiner Barmherzigkeit und Liebe uns verziehen. And love has forgiven us. Er hat uns verziehen, uns geliebt. And paid the debt. Und dadurch diese Schuld beglichen. Love has forgiven us and paid the debt. Und seine Liebe hat uns verziehen und uns die Schuld beglichen. There are no free pardon. There are no free pardon. Also es gibt keine freien Pardons, also keine freien Entschuldigungen. There are no free pardon. Also es gibt keine freien Entschuldigungen. When someone is forgiven, wenn jemandem verziehen wird, someone else has forgiven. Dann hat jemand anderer ihm verziehen. That means I got the forgiveness first, and that's why I'm able to forgive somebody. Das heißt, mir wurde zuerst verziehen und deswegen bin ich in der Lage, jemanden anderen zu verzeihen. If I don't believe I've been forgiven, wenn ich nicht daran glaube, dass mir verziehen wurde, I cannot forgive.
dann kann ich nicht vergeben. If only I believe I'm forgiven 10,000 talents, Nur wenn ich daran glaube, dass mir 10.000 Talente verziehen then only wurden, it is easy for me to forgive somebody of 100 pence. nur dann ist es leicht für mich, jemanden zu verzeihen, der 100 Talente schuldig ist. Write down Ephesians 1:7. Schreibt nieder Epheser 1,7. Ephesians 1:7. Epheser 1,7. God paid the debt for us. Gott hat die Schulden für uns gezahlt. God paid the debt for us Gott hat die Schulden für uns gezahlt and canceled the debt. und hat dadurch die Schuld beglichen. God paid the debt for us and canceled the debt. When we ask the Lord to save us from our sins, when we ask God to save us from our sins, Wenn wir den Herrn fragen, uns von der Sünde zu erlösen, when we ask God to save us from our sins, wenn wir Gott fragen, uns bitten, von unseren Sünden uns zu erlösen, He does dann wird er, and places us into His family. dann macht er das und er platziert uns in seine Familie. He does Dann macht er das and places us into His family. und dann gibt er uns in seine Familie. Dann stellt er uns in seine Familie. We then begin to forgive others. Dann beginnen wir anderen zu verzeihen. We then begin to forgive others. Dann beginnen wir anderen zu verzeihen. We receive His mercy Wir erhalten sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit. We receive His mercy Wir erhalten seine Barmherzigkeit and we show. und das zeigen wir. If we do not practice forgiveness, Wenn wir das Verzeihen nicht praktizieren, if we do not practice forgiveness, wenn wir nicht das Verzeihen praktizieren, we stop the flow of God's mercy. dann stoppen wir den Fluss von Gottes We Barmherzigkeit. stop the flow of God's mercy. Dann stoppen wir den Fluss von Gottes Barmherzigkeit. Wenn wir gerettet werden, When we are saved, wenn wir gerettet werden, God puts us into the family of God. dann stellt er uns in seine Familie hinein. Dann stellt uns Gott into the family of God. in seine Familie hinein. If we fail to forgive others, Wenn wir uns darin verfehlen, anderen zu verzeihen, if we fail to forgive others, wenn wir anderen nicht verzeihen, when we fail to forgive others, wenn wir anderen nicht verzeihen, then it destroys family fellowship. dann zerstört es diese familiäre Gemeinschaft. Then it destroys family fellowship. Dann zerstört es die familiäre Gemeinschaft. Thank you so much. Now let's have some healing. Also, jetzt wollen wir Heilung. Kann ich im Namen eines anderen verzeihen, der nicht bereit ist zu verzeihen? Aber nicht mir zu verzeihen, sondern überhaupt zu verzeihen anderen. He's asking if he can forgive for somebody else who is not ready to forgive someone else. No, there is no proxy. There is no proxy. There is no proxy. You can pray. Just tell him there is no proxy. Also das geht nicht. Ja? Du kannst es nicht für ihn übernehmen. But you can use your faith Aber du kannst deinen Glauben and nutzen cast the spirit of unbelief
Und du kannst den bösen, also den Geist des And cast the spirit of unforgiveness. der Unversöhnheit heraustreiben. And pray the prayer of faith on his behalf. Und du kannst das Gebet des Glaubens anstelle von ihm beten. But he has to make the decision. Aber er muss die Entscheidung treffen. So your prayer for him Also dein Gebet für ihn will work for him. wird für ihn arbeiten. Okay, let me tell you my story. Also lasst mich jetzt meine Geschichte Up to erzählen. the age of 33, Also bis zum Alter von 33 I had nothing to do with God. hatte ich nichts mit Gott zu tun, I had nothing to do with the church. hatte ich nichts mit der Kirche zu I tun. am born a Catholic, Ich war als Katholik geboren, but I lived an excellent candidate in the kingdom of darkness. aber ich war ein Kandidat, ein exzellenter Kandidat in der Finsternis. By the age of 17, Im Alter von 17 I did my education and I started working for my father. und im Alter von 17 habe ich meine Ausbildung fertig gemacht und habe für meinen Vater gearbeitet. I was excellent in workaholic. Also ich war ein exzellenter Workaholic, also ein Arbeitseifriger. By 22, I had already built my house. Mit 22 habe ich schon mein eigenes Haus gebaut. By 24, I was already having lot of money. Und mit 24 hatte ich viel Geld. So I got married very soon. Also habe ich schnell geheiratet. And my desire was at 45, I should retire. Und mein Wunsch war es, mit 44 in die Pension And I zu was gehen. living an extreme sinful life. Und ich habe ein sündhaftes Leben geführt. So whatever God blessed me, Und was immer Gott mir gesegnet hat, I was using for the pleasure of sin. habe ich genützt, für das Vergnügen der Sünde. My dream was to go to Hawaii Mein Traum war, nach Hawaii zu gehen at 45 mit 44 and use all that I've earned und alles zu nützen, was ich bis dahin verdient habe, for the pleasure of sin. für das Vergnügen der Sünde. So in my life, Also in meinem Leben, I was in gang fights. ich war in Kämpfen, also in Gruppenkämpfen. I was extreme on the kingdom of darkness. Ich war sehr viel im Reich der Finsternis. And at the age of 33, Und im Alter von 33 crisis hit me. hat die Krise mich getroffen. I walked out of my father's house. Ich bin aus meinem Vaters Haus weggegangen. I even told my father, Ich habe sogar zu meinem Vater gesagt, what you earn in 1 month, was du in einem Monat verdienst, I earn much more within few hours. das, was du in einem Monat verdienst, werde ich binnen weniger Stunden verdienen. I don't need you. Ich brauche dich nicht. Now I need your advice. Ich brauche nur deinen Rat. Try to Nor go- your advice? Nor your advice. Yeah. Aha, ich brauche auch nicht deinen Rat. And pride took over. Stolz hat mich übernommen And in no time, everything went into a crisis. und binnen weniger Zeit hat sich in eine Krise verwandelt. I lost everything, including my house. Ich habe alles verloren, auch mein Haus. I came on the street with no money to eat food. Ich kam auf die Straße mit keinem Geld, um ein Essen zu kaufen. A wife and 2 children. Ich hatte eine Frau und 2 Kinder. And in no time, I went into depression, Und ich bin dann in die Depression geschlittert, extreme depression. extreme Depression. I did not even know my name. Ich habe nicht einmal meinen Namen gewusst Could not even recognize my wife, my children. und ich konnte meine Frau und meine Kinder nicht wiedererkennen. That was my state. Das war mein Zustand And I was 33. und ich war 33. As sickness struck me, Und dann hat mich die Krankheit niedergeschlagen. demonic spirit struck me. Dann sind dämonische Geister haben mich niedergeschlagen. A stranger came to know what had happened. Und ein Fremder hat über mich gehört. And that stranger called my wife Und dieser Fremde hat meine Frau angerufen and she told my wife
Und sie hat dann meiner Frau gesagt, you can save your husband du kannst deinen Ehemann retten, if you take him to the place I tell you. wenn du ihn an diesen Ort mitnimmst, den ich dir sage. And my wife said, I'm helpless. Und meine Frau sagte, ich bin hilflos. I don't know how to deal with him. Und meine Frau sagte, ich weiß nicht, wie soll ich mit ihm umgehen. So this stranger lady said, Und diese fremde Frau sagte dann, I will help you. ich werde dir helfen. I will myself come and take you there. Ich selbst werde zu dir kommen und werde dich dorthin mitnehmen. So she came to my house, Also kam sie zu meinem Haus, took me to the house of God, hat mich in das Haus Gottes mitgenommen. and when I entered in, Und als ich eingetreten bin, my mind went out of control. bin ich außer Kontrolle geraten. I began to hammer people inside the church. To hammer people. Yeah. Okay. Und I beat up 7 people. dann habe ich begonnen, 7 Leute in der Kirche zu schlagen. I was uncontrollable. Ich war unkontrollierbar. They put me out of the church. Sie haben mich aus der Kirche rausgenommen. Now my wife did not know what to do. Und meine Frau wusste nicht, was sie tun soll. At that time I had become like an animal. Und zu dieser Zeit wurde ich wie ein Tier. If anybody would touch me, I would bite till they would bleed. Und wenn irgendwer mich berührt hatte, würde ich diese Person beißen, bis sie blutet. In this condition, In diesem Zustand another stranger man kam ein anderer fremder Mann told my wife, und er sagte zu meiner I Frau, know another place. ich kenne einen anderen Platz, We can take him there. wir können ihn dorthin mitnehmen. So when I went there, Also als ich dorthin ging, in my mind there was a thought. war in meinen Gedanken, kam mir ein Gedanke, All these people have gathered here alle diese Leute haben sich hier versammelt and they are going to sacrifice me. und sie werden mich opfern. So you see, I am trying my best to run away. Also versteht, dann habe ich das Beste versucht, davon zu laufen. And during that time, Und während dieser Zeit another stranger came, kam ein anderer Fremder, laid his hands on my shoulder, hat seine Hand auf meine Schulter gelegt, made me sit on the chair, hat mich dazu gebracht, mich auf einen Sessel zu setzen. and I could not get up from the chair. Und ich konnte von diesem Sessel nicht mehr aufstehen. I was stuck to the chair Und ich bin dort dort sitzen geblieben. till the time the service got over. Bis zu der Zeit, wo die Messe vorbei war. The same man came and took me inside the church. Und dieser selbe Mann hat mich dann in die Kirche mitgenommen. And when I saw the priest, Und als ich den Priester gesehen I habe, gave him so many bad words, habe ich so viele schlechte Wörter zum Priester gesagt, but I could not fight with him. aber ich konnte nicht mit ihm kämpfen. He looked at me Er hat mich angeschaut with compassion mit Mitleid and told my wife, und hat zu meiner Frau gesagt, take him home. nimm ihn mit nach Hause. He is completely healed. Er ist komplett geheilt. But Aber bring him here for the next 10 days. bring ihn hier für die nächsten 10 Tage. Don't you even think of taking a holiday. Und denk gar nicht daran, eine Zeit davon Urlaub zu My nehmen. wife was very happy. Und meine Frau war sehr Now she's glücklich taking me back home und sie nimmt mich jetzt nach Hause and she's asking me, und sie fragt mich, what's your name? was ist dein Name? Wie heißt du? Who am I? Wer bin ich? Who are these children? Wer sind diese Kinder? I could not answer any of those questions. Und ich konnte keinen dieser Fragen beantworten. In fact, when the service was going on, In der Tat, als die Messe am Stattfinden war, I was rolling on the floor. dann kugelte ich am Boden herum. And my wife was wondering what's happening. Und meine Frau hat sich gewundert, was passiert da. And she was told that there are demonic spirits in him. Und meiner Frau wurde dann gesagt, dass in ihm dämonische Geister So sind. imagine at 33, I've got a death sentence. Und mit 33 stellt mich vor, das war das Todesurteil für mich. And when she was taking me home, Und als sie mich nach Hause genommen hat, the priest said, I've already healed. sagte der Priester, ich bin schon geheilt. Eyes are saying, Meine
Her eyes are saying Her eyes, okay. Ihre Augen sagten to herself, zu ihr selbst, is not healed. er ist nicht geheilt. All the symptoms are still the same. Alle Symptome sind immer noch die And gleichen. in those days, I could not control my neck. Und in diesen Tagen konnte ich My neck would go like this the whole day. mein Genick nicht kontrollieren. Come on, she Mein can see Genick with the eyes. The symptoms are the ist same. so, hat immer diese Bewegungen gemacht. Did the priest tell her a lie? Hat der Priester, und meine Frau konnte das sehen, und meine Frau hat überlegt, hat der Priester sie angelogen? What would you say? Was würdest du sagen? Lie. What would you say? Was würdest du Lies. sagen? What would you say, pretty lady? Did the priest tell a lie? Maybe, ja. Maybe. All the symptoms are the same. Ja. Did the priest Also tell a lie? hat der Priester eine Lüge gesagt, denn die ganzen Symptome waren dieselben. The priest was teaching on that day Und der Priester hat an diesem Tag gelehrt, to believe the unseen or not the seen. zu glauben, was nicht gesehen werden kann. Nicht das, Seen is all the symptoms are the same. also wenn du schaust, dann sind alle Unseen Symptome is die saying, by gleichen. the wounds of Jesus, I am already healed. Und wenn du an das Ungesehene glaubst, dann sagst du, durch seine Wunden sind wir geheilt. Which one do you think she should believe? Welches denkt ihr, sollte sie glauben? The facts Die Fakten or the truth? oder die Wahrheit? Was sagt ihr, was soll sie glauben, die Fakten oder die Wahrheit? In your house, do you have heaters? So if the temperature is 5, what would you do? The temperature is 5. high. 5, 5, 5. Five. 6, 5, 6, 7, 8. The temperature in your room is 5. Then you turn it, if you turn it up so that it gets more. So what temperature will you set it on? 20.5, ja. Okay, she is going to set the temperature to 20.5. Also, wenn die Temperatur im Zimmer zu niedrig ist, sagen wir nur bei 7 ist, dann drehe ich den Temperaturregler auf Listen to what she 20,5 hoch. She said she has got a house. Translate. Now don't Also- change. Translate. Also, ich habe gesagt, ja, When the room temperature is 5, wenn die Temperatur also im Haus 5 Grad she ist, said, I got heaters at home. habe ich die Heizung, die ich aufdrehe, I'm going to shift it to 20.5. und dann werde ich es aufdrehen auf 20,5. So she's going to change the setting. Also werde ich die Temperatur And then ändern. she's going to pray and fast. Und dann werde ich beten und fasten. Will you do praying and fasting or will you be cool for the room to become hot? Your house is 5 degrees. Ja, Room everywhere 5 degrees. You turned it to 20.5. Then you will be fasting and praying for the room to become 20.5. actually it should work by itself. So you The won't heater. pray. I will pray, but it's for something else. Did you hear that? Did you hear that? Is that the context? No. Translate. Ja, also er hat mich gefragt, wenn ich den Temperaturregler höher stelle, ob ich dann fasten und beten werde, damit es wärmer wird. She said, I don't need to pray and fast. When I've shifted it, I know the temperature will increase. Also, und ich habe gesagt, ja, wenn ich jetzt den Temperaturregler höher gestellt habe, dann weiß ich, es wird höher gehen, dann muss ich dafür nicht fasten und So beten. she's saying the temperature 5 is a thermometer. Also der Regulator wird And she's going to turn the thermostat to 20.5. und ich schalte dann eben das Thermostat höher auf And the 20,5. thermostat will demand the heater to keep on till it gets the room to 20.5. Und das Thermostat sagt eben der Heizung, dass es aufheizen soll bis 20,5. So her job was to change the thermostat setting. Also meine Aufgabe war Okay. es, einfach an Thermostat das Setting And she's zu so ändern. sure that she says, I don't need to pray and fast for that. Und ja, da
war ich so sicher, dass ich gesagt habe, ich muss dafür nicht fasten und beten. Now will the room temperature become 20.5? Ja, Are you sure? ja, Because that's how the system works. yes. So in the same way, the priest was telling my wife, Also auf dieselbe Art, also hat der Priester meiner Frau gesagt, the thermometer setting is your husband is not healed. your husband is not healed. In the thermometer, like the room temperature is 5, so you can see with your eyes your husband is not healed. But let's change the thermostat to by the wounds of Jesus your husband is healed. Also es ist genauso das Beispiel, also mit den, wie beim Thermostat, die Raumtemperatur ist 5 Grad, man muss es höher stellen, genauso, man sieht, der Priester hat gesagt, dein Ehemann ist geheilt, aber momentan kann man die Veränderung nicht sehen und es muss das Thermostat höher gestellt werden. Also der Glaube, durch seine Wunden seid ihr geheilt. So my wife began to understand. Also hat meine Frau begonnen zu verstehen. I don't have to speak what I see. Ich muss nicht. I don't have to speak to, what I see. Also ich muss nicht zu dem sprechen, was ich sehe. What I see is a thermometer. Was ich sehe, ist der Thermometer. But God has given me His word that can change the thermostat setting. Aber Gott hat mir sein Wort gegeben, das den Thermostat verändern kann. So the whole distance. Also die ganze Entfernung. She looked at me and she said, hat sie mich angeschaut und zu mir gesagt, by the wounds of Jesus you are set free. Durch die Wunden des Herrn bist you are du frei. Completely healed. Du bist komplett geheilt. You are completely healed. Du bist komplett geheilt. You are completely healed. Du bist komplett geheilt. You are completely healed. Du bist komplett geheilt. Now did she change the thermostat? Hat sie dann den Thermostat verändert. Next day morning, am nächsten Tag morgens, she teaches the children also to say the same. Hat sie den Kindern beigebracht, dasselbe zu sagen. So the children are coming to me and saying, und dann kamen die Kinder zu mir und sagten, Dad, you are completely healed. Papa, du bist komplett geheilt. Jesus has completely healed you. Jesus hat dich komplett geheilt. I'm hearing it at least 200 times, 300 times, 500 times in one day. Und so wurde ich 200 Mal am Tag daran erinnert. I'm confused. Und ich war verwirrt. I know I'm not healed. Ich wusste, ich war nicht geheilt. My wife is saying I'm healed. Meine Frau sagte, ich bin geheilt. My children are saying I'm healed. Meine Kinder haben gesagt, dass When ich geheilt bin. The service, als ich zur Messe ging, I'm hearing the word of God. Hörte ich das Wort Gottes. I'm taking the body and blood of Jesus. Habe ich das Blut und Leib Christi genommen. I'm hearing the praise and worship. Ich höre die Anbetung, Lobpreis. The priest is laying hands on me and praying. Und der Priester hat mir die Hände aufgelegt und gebetet. 5 days continuously the thermostat is on. Und 5 Tage lang beständig war das Thermostat Just as the room gets to 20.5 because the thermostat has been set, in the same way my words of faith is a thermostat that is going to get me to that setting. Und auf dieselbe Art und Weise, wie das Thermostat verändert wird, so wird durch das Wort Gottes, das ich immer sage, wird das Thermostat angekurbelt und die Temperatur wird höher. When she understood the system, als sie das System verstanden hat, she kept saying, "You are completely healed." Hat sie weiter gesagt, du bist komplett geheilt. Continuously the thermostat is on. Und also beständig war das Thermostat an. 5th day morning. Und am 5. Tag morgens I call out her name. Habe ich sie beim Namen gerufen. She hears me call out her name. Und dann hörte sie, wie ich ihren Namen ausrief. Und Tränen rannten mir runter. She grabs the children and says, "Who are these children?" Und dann hat sie die Kinder genommen und gefragt, wer sind diese Kinder? I said, "They are our children." Und dann sagte ich, ja, sie sind unsere Kinder. What are their names? Was sind ihre Namen? I tell their names. Und dann habe ich ihre Namen gesagt. Who are you? Und dann fragte sie, wer bist du? Dann sagte ich bin dein Ehemann. What's your name? Was ist dein Name? I tell my name. Und dann habe ich meinen Namen gesagt. And my journey begins. Und so begann meine Reise. To change from a thermometer Christian. Von einem Thermometer Christen sich zu verändern. To a thermostat Christian.
zu einem Thermostat-Christen. And the day I understood, Und am Tag, als ich verstand, all facts are thermometer, alle Fakten sind Thermometer all scriptures are thermostat, und all die Schrift ist das Thermostat. and with my tongue I can change it into a thermostat setting. Und mit meiner Zunge kann ich das in einen Thermostat kann ich das umstellen. Do you practice it in your house to set it to 21.5, 20.5? When you set it on 20.5, is that setting demanding the heater to keep on and on and on? You will not stop till the room comes to 20.5. Also wenn du nach Hause gehst, wirst du dann deinem Thermostat sagen, er soll die Zimmertemperatur auf 20,5 erhöhen. Und dann wird er das machen, bis er die Temperatur erreicht hat. So sollt ihr das. On that day, the snake got healed 26 years back. Und an diesem Tag, vor 26 Jahren vorher, wurde auch das Genick geheilt. Till today it's healthy. Und bis zum heutigen Tag ist es gesund. And it will always be healthy. Und es wird immer gesund bleiben. Because I've set my thermostat. Weil ich habe dann mein Thermostat gestellt. Can you ask a question to yourself? Könnt ihr die Frage euch selbst stellen? Am I a Christian? Bin ich ein Christ? Am I a Catholic? Bin ich ein Katholik? But which Catholic? Thermometer or thermostat? Aber was für ein Katholik bin ich? Bin ich das Thermometer oder der Thermostat? And if you are a thermometer, und wenn du ein Thermometer bist, you will be living the most miserable, self-destroying life. Dann lebst du das schlimmste, selbstzerstörende Leben. You can be praying the whole day. Du kannst den ganzen Tag beten. And your prayer will be all about a thermometer setting. Und dein Gebet wird den ganzen Tag über die Einstellung des Thermometers sein. Take the example of Jesus. Nehmt das Beispiel von Jesus. He saw a blind man. Er sah einen blinden Mann. But never said, you are blind. Aber sagte nie zu diesem blinden Mann, dass er blind ist. He spoke a thermostat word. Und er hat ein Thermostat-Wort gesprochen. Receive sight. Werde sehend. He saw a deaf man. Und er sah einen toten Mann. Never said you are deaf. Deaf man? Okay. Er hat einen tauben Mann gesehen und hat diesem tauben Mann nie gesagt, du bist taub. But he said, deaf spirit, come out. Und er sagte aber, stummer Geist, komm heraus. He saw a paralytic man. Und er sah einen gelähmten Mann. But never said, you are suffering from paralysis. Aber er sagte nie, du leidest unter der Paralyse. But Jesus said, pick up your mat, rise up and walk. Aber Jesus sagte, nimm deine Matte und steh auf, geh. He saw Jairus, his daughter is dead. Und er hat die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus gesehen. But he never said she's dead. Aber er hat zur Tochter nie gesagt, dass sie tot ist. He said she's sleeping. Er sagte, sie schläft nur. And said, little girl, get up. Und er sagte, kleines Mädchen, steh auf. And she rose from the dead. Und sie ist von den Toten auferstanden. He saw Lazarus has been laid in the tomb 4 days back. He was dead. Und er sah, dass Lazarus vor 4 Tagen ins Grab gelegt wurde. Und er sah, dass er tot war. He told the people, come on, roll out that stone. Und er sagte zu den Leuten, rollt den Stein weg. And Jesus said, come out. Und Jesus sagte, komm heraus. He never said, come out. He never said, come out. Und er sagte nie, komm heraus. He said, Lazarus. Und er sagte, Lazarus, you come out. Lazarus, komm heraus. If Jesus had not to say Lazarus, wenn Jesus nicht gesagt hätte, Lazarus, and Jesus had to say, come out, und Jesus hätte gesagt, komm heraus, all the dead would come out.
dann würden alle Toten He herauskommen. had to say, all of you remain there, Lazarus, you come out. Er musste sagen, alle anderen bleibt da, Lazarus, du komm heraus. Look at the disciples. Also schaut auf die Jünger. Peter and John went to the temple. Peter und Johannes sind zum Tempel They saw a gegangen man crippled from birth. und sie sahen dort einen Mann, der von Peter told him, Geburt an gelähmt war. I don't have silver or gold, Und der Peter hat gesagt, but what I have, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das I gebe give ich to dir. you. Was ich habe, das gebe ich dir. In the name of Jesus, Im Namen Jesu, rise up and walk. steh auf und geh. Did he speak thermometer or thermostat? Hat er Thermometer gesprochen oder Thermostat? Did the man walk? Ist der Mann gegangen? What do we speak? Was sprechen wir? Can I have somebody who has got a problem with the bones? Kann ich jemanden haben, der Probleme mit Knochen hat? Come here. Kommt hier. Komm her. And I thank God she understands English. Und ich So danke, she'll get double translation. Gott, dass sie Englisch versteht. Put that Mark 11:20-3. Yeah, can you describe what's happened to you? Well, years ago I had an accident, and it was a head-on collision, and my both knees got damaged, lost the meniscus in both knees, and over the years the knees have worn down, but it has also affected my back, which has given me a curve in the back, and Okay, just translate that. Also sie hat ihren beide Menisken mussten raus. No, I had an accident. Sie hatte einen Unfall Frontalzusammenstoß. Und es war ein Frontalzusammenstoß und Both knees were damaged. und beide Knie waren beschädigt Meniscuses were damaged. und der Meniskus war beschädigt And over the years, und über die Jahre the knees have worn. sind die Knie also ausgetragen geworden. And because of that, and because of the knees, it has affected my back. Und aufgrund dieser Abtragung hat es auch ihren Rücken betroffen und My spine became crooked. Und ihre Wirbelsäule hat sich gebogen. And it's painful. Ja, und jetzt ist es sehr schmerzvoll. Oh, this is perhaps How many years? ago. I would think maybe about 20 years ago. Also But yes, so 20 Jahren. vor 20 Jahren ist es Okay, passiert. let's fix these bones now. Also wir wollen jetzt diese Wunden in Ordnung bringen. So she just gave us facts, Also sie hat uns jetzt ihre Fakten gegeben and we'll start speaking the truth. und wir werden jetzt die Wahrheit sprechen. Are you ready? Seid ihr bereit? Hello, are you ready? Seid ihr bereit? Okay, just give me Luke chapter 13, verse 10. Also nehmen wir Lukas Kapitel 14. Do you read that language? Yeah. You read it? Okay. Am Sabbat lehnte Jesus in einer Synagoge und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Geist geplagt wurde. Sie war ganz verkrümmelt und konnte nicht mehr aufrecht gehen. Then Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat
heilte und sagte zu den Leuten, 6 Tage sind zum Arbeiten da. Kommt also an diesen Tagen und lässt auch euch heilen, nicht am Sabbat. So, according to what you read just now, there was this lady who was in the synagogue. For 18 years she was blind. Agreed? And she did not know Jesus. She had come there with a bent back. When Jesus looked at her, he had compassion on her. He called her to himself. And then, why was she bent? Because the Bible says there was a spirit of infirmity that had bound her for 18 years. Jesus looked at her, rebuked that spirit, and touched her and said, "Woman, you are loosed of your infirmity." And at once the spirit of infirmity went off and she was completely healed. Yes. You read that? Yes, yes. She had 18 years of problem. Yes. And you have got 20 years of problem. 20 years plus. Okay, Yes, okay. yes. Now, did Jesus take a hammer and a chisel to make her straight, or did he speak the word? He spoke the word. Now, did he speak a thermometer setting or a thermostat setting? The thermostat setting. Did that lady believe in what Jesus said? Yes. Did she get a healing? Yes. Translate that. Also, da war in der Synagoge eine Frau, die seit 18 Jahren krank war und sie war ganz verkrümmt und konnte nicht mehr aufrecht gehen. Und Jesus, als er sie gesehen hat, hat er sie zu sich gerufen und hat ihr gesagt, du bist von deinen Leiden erlöst. Und er hat ihr die Hände aufgelegt und im gleichen Augenblick hat sie sich aufgerichtet und ist gesund geworden, hat Gott gepriesen. Now I'm going to speak a thermostat setting. And all you need to do is believe. All you need to do is open your mouth and speak it. In agreement to that. Let the word of faith destroy that infirmity and give you recovery. Okay, close your eyes and repeat after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I thank you I thank you for teaching me the truth. for teaching me the truth. You spoke the truth You spoke the truth to the fact. to the fact. You saw with your eyes You saw with your eyes that a spirit of infirmity that a spirit of infirmity had bound this woman. had bound this woman. But But when you said to the woman, when you said to the woman, you are loosed you're loosed of your infirmity, of your infirmity, the infirmity left her body the infirmity left her body, and her body was made straight. and her body was made straight. Lord Jesus, Lord Jesus, your word is the same your word is the same yesterday, yesterday, today, today, and forever. and forever. And I choose And I choose to believe to believe your word your word that has power that has power to recreate my bones to recreate my bones and everything and everything that has been damaged that has been damaged for all these years. for all these years. So in the name of Jesus, So in the name of Jesus, I speak, I speak. I am loosed I am loosed in the name of Jesus. in the name of Jesus. Keep saying, in the name of In Jesus, the name of Jesus, I am loosed. 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 Completely loosed. Completely Yes, loosed. come on. I am loosed. I am loosed. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I am loosed. I am loosed. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I command my bones I command my bones to be made straight. to be made straight, Completely straight. completely straight. I speak I speak power power into my knees. into my knees. My bones My bones are healed. are healed. The cartilages, The cartilages, ligaments, ligaments, tendons tendons are recreated now, are recreated now, right from the root. right from the root. And my legs are healed. My legs are healed. My legs are healed. My legs are healed. And I'm completely set free. And I'm completely set free. Completely set free. Completely set free. I can walk I can walk without any pain.
without any pain. The spirit of infirmity The spirit of infirmity has left my body, has left my body, and I'm healed. and I'm healed. In Jesus' name. In Jesus' Come to the name. camera. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Just that strip, just turn it around. No, don't touch the camera, the platform. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am completely healed. I'm completely healed. Just move. Just leave her. I'm completely healed. I'm completely healed. Keep moving. I'm completely healed. Keep I'm moving. completely healed. Keep moving. I'm completely healed. Keep moving. I'm completely healed. Come on. I'm completely healed. As you're walking, your legs are getting straightened. Come on. I'm completely healed. Come on. I'm completely healed. Come on. I'm completely healed. Thank you, Jesus. I'm completely healed. I'm completely loosed. I'm completely loosed. I'm completely loosed. Come on, walk faster. I'm completely Fight against that infirmity. Yes. Thank you, Jesus. Hold the mic. Come on. Thank you, Jesus. I'm completely healed. 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 Without holding mic. Thank you, Jesus. I'm completely healed. Thank you, Jesus. I'm completely healed. Thank you, Jesus. I'm completely The pain has left your knees. Come on. Oh, thank you, Jesus. I'm completely healed. I said the pain has left your knees in the name of Jesus. Keep walking. Pain has left my knees. Pain has left my back. Thank you, Jesus. I'm Keep walking. Thank you, Jesus. I'm completely healed. Thank you, Jesus. This is how the miracle takes place. The pain has left my body. The pain has left my body. Keep walking a bigger step. Come on. Pain has left my body. Thank you, Jesus. I'm completely healed. Come on, fight. I'm completely healed. Thank you, Jesus. 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 I'm completely healed. The pain has left my body. Very good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Don't you stop. Come on, fight. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Set up your thermostat. Come on. Thank you, Jesus. I'm completely healed. 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 Thank you, Jesus. Your legs have become straight now. Thank you, Jesus. I'm completely healed. Thank you, Jesus. I'm completely healed. Can you tell me what's happening to your legs? My legs are feeling better. My legs are feeling so much better. My back is, it's almost as if there's a pressure trying to push me forward from them. But your legs are completely free. The legs are fine. How are your knees? The knees feel good. Good. Come on, keep walking. Thank you, Jesus. I'm completely healed. I'm completely healed, Lord. Thank you, Jesus. I'm completely healed. Father, in the name of Jesus, I speak to these wounds. Your power is flowing into a body. I command his spine to be made straight. Be loosed. Yes, be loosed. Yes, be loosed. Loosed, completely loosed. And I rebuke the spirit of infirmity in the name of Jesus. And I thank you, Lord, that the healing power has restored her. The resurrection power of Jesus has restored her. The name above every name has restored her. In Jesus' name. Come on, keep walking now. How do you feel with your back now? Still very tight. Okay. Lord, I speak that bones be loosed. Say that in the name of Jesus. Lord, I speak that bones be loosed in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am loosed. I am loosed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am loosed. I am loosed. Can you tell me what is the condition of your legs now? The legs are fine. Absolutely fine. The legs are fine. After how many years? Oh,
You have never felt like this in the 20 years. There's always been pain in the knees. Now there's no pain. No, I don't have any pain in the knees. No pain. Okay. Now, regarding your back, I'm here for the next 4 days. Okay? Now you set up your thermostat that by the wounds of Jesus, my back is healed. So now when you're going back home, like how my wife got a thermostat for me, and she kept saying again and again, from now on, you are going to say it to your back. My back is completely loosed and I'm completely healed. So what God did in your legs, the same thing is doing it in your back. Okay? That's your homework. You remember what that young girl said? Josba. She said, I started saying your scriptures, and after 2 months I saw my skin getting restored. Now when you see her today, will anybody ever say that she had gone through that? No. So in the same way, can you set up your thermostat? And God also showed you already with your knees. What you did not experience in 20 years, He did it right now. Can you continue that? I will. In these 4 days that I want to see you manifesting the complete healing. Okay? No, even if you don't come tomorrow, you got the seed. So exercise the seed of faith. Okay? Thank you. Now you come here. Can you translate to them what you heard us speak? Also, sie hat gesagt, dass sie keine Knieschmerzen mehr hat und also sie hatte 20 Jahre lang Knieschmerzen und jetzt sagt sie, sie hat jetzt keine Knieschmerzen mehr und I'll say, she had a problem in her knees. Ja, sie hatte das Problem in ihren Knien. Because of the accident. Wegen diesem Unfall. For 20 years. Für 20 Jahre. Her knees were damaged. Ihre Knie wurden beschädigt. Her back has become stiff. Also ihr Rücken ist dann ganz steif geworden für 20 Jahre. But now she began to set up a thermostat. Und sie hat jetzt begonnen, ein Thermostat aufzubauen. And she said, und sie hat gesagt, in the name of Jesus, im Namen Jesu, I am loosed. Bin ich befreit. My legs are loosed. Meine Beine sind gelockert. My back is loosed. Mein Rücken ist gelockert. And she began to speak that word. Und sie hat begonnen, dieses Wort auszusprechen. And now she can experience. Und jetzt kann sie erfahren. The first change in her body. Die erste Veränderung in ihrem Körper. 20 years of knee pain is already gone. 20 Jahre Knieschmerzen sind schon weg. Everything is gone. Alles ist vergangen. And now she has started a thermostat. Und sie hat jetzt ein Thermostat begonnen. Saying, Lord Jesus, I thank you. Herr Jesus, ich danke dir. My back is loosed. Mein Rücken hat sich gelockert. My bones have become straight. Meine Knochen sind gerade geworden. And all the pain has left my body. Und all der Schmerz hat meinen Körper verlassen. Might be for you. Es kann für dich. You can see with your eyes. Du kannst mit deinen Augen sehen. Her back is still bent. Du kannst mit deinen Augen sehen, dass But ihr just Rücken as my wife immer saw noch ein me bisschen gekrümmt ist. And said, you are completely healed. Und so wie meine Frau mich gesehen hat und mir gesagt hat, du bist komplett geheilt, mit einem Thermostat Glauben, I also say, sage ich auch, that the sister's back is completely healed. Dass der Rücken von dieser Schwester komplett geheilt ist. God already showed her. Gott hat ihr schon versichert, her knees are healed after 20 years. Dass ihre Knie schon geheilt sind nach 20 Jahren. In this whole episode, in dieser ganzen Episode, we never asked Jesus, haben wir Jesus nie gefragt, to heal her. Sie zu heilen. Because God has already finished that.
weil Gott das schon vollbracht hat. On the cross, Am Kreuz, Jesus said, am Kreuz sagte "It is Jesus, finished." es ist vollbracht. Now all that we need to do is Alles, was wir jetzt tun sollen, ist, exercise our faith, unseren Glauben auszuüben, believing in His promises. in seinen Glauben, in seinen Versprechungen zu glauben. In Jesus' name. In Jesu Namen. One more choice, one more thing that you need to do is Etwas, was ihr noch tun sollt, ist, you got to make that choice. ihr sollt die Lord Entscheidung Jesus, I treffen. choose to forgive everyone. Herr Jesus, ich möchte allen verzeihen. Whoever has hurt me in any way, Wer auch immer mich auf irgendeine Art und Weise verletzt hat. Jesus, I choose to forgive everyone unconditionally. Jesus, ich möchte jeden bedingungslos verzeihen. I bless them all. Ich segne sie alle. And your love that is flowing in me, Und deine Liebe, die in mir fließt, the same love is flowing into everybody. und dieselbe Liebe fließt in allen. As I am forgiven, So wie mir verziehen I wurde, choose to forgive everyone. so möchte ich allen And now, verzeihen. Und jetzt, I receive your creative miracle jetzt empfange ich deine In my großen Wunder in meinem In Körper. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 Now what do you feel about your back? How do you feel now? The same tightness? No, you can sit down. The same tightness or? When I sit, I don't feel it. Sorry? When I'm sitting, I don't feel it. Okay. It's only when I stand. You can stand there only and just check. No need of coming out. You can just stand. Coming up, I'm just trying to stand up. One moment, she's coming. Why are you shocked? I don't know. Why are you shocked? Can you tell me what happened? Glory to God. I just sat there. Sorry? Sat there and got up and it was straight. Was straighter than it has been. My friend knows me for 44 years and she's never seen me like this. And when did it got completed? When I prayed it just now. When you said, I choose to forgive everyone. How do you believe? Can I get a hug from you? Father, I thank you for this and let her experience the love of Christ, O Lord. Let your love flow into her body, into every bone, into every tissue of her body, and let this love change her life forever. That she will be also standing like me and proclaiming the word with authority, with power, with the resurrection power, and touching people's life and changing their lives forever. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. I just keep feeling as if there's something washing off my back. And what happened when I hugged you? That's what I kept feeling. Yeah. Feeling as if something was being washed off. You know, something was just flowing down my back. Praise God. Hey, what happened to you? Look at her. Hey, come here, hold the mic. Don't look at us like this. Tell what's happening. Tell what's happening. I mean, I'm amazed by this. You are amazed by this? When you believe the Bible, you are not amazed. You are amazed when it doesn't happen. Because it is very, very common for this to happen. I said, Ja, also sie ist überrascht über was. are you amazed to see this happen? I was amazed to, I was amazed to see this happen because suddenly she stood straight and then she was surprised and then I realized that really healing took place because she was so surprised. I didn't feel anything. I got up
and I felt straight. Also er hatte gefragt, ob sie überrascht war und dann meinte sie, dass sie darüber erstaunt, dass sie selbst überrascht war und dass sie aufgestanden ist und was gesagt hat? Dass sie aufgestanden ist. Ich habe in ihrem Gesicht also den Blick gesehen, wo sie verstanden hat, hey, ich kann jetzt gerade stehen. Das war ja noch nie der Fall. Und diesen Blick habe ich in ihrem Gesicht gesehen und dann habe ich halt gemerkt, es ist wirklich was passiert bei ihr. Und dann habe ich auch gesehen, dass sie irgendwie gerade steht. I don't know what you said. But whatever you said is the truth. Amen. What do you say? What we learned is true? Was sagt ihr? Das, was wir gelernt haben, ist es wahr? When you choose to forgive, wenn du wählst, wenn du dich dafür entscheidest zu verzeihen, everything in your life begins to change. Dann beginnt alles in deinem Leben sich zu verändern. The young man wants to speak something. Möchte dieser junge Mann etwas sagen? Please come. He is happy that it took place. But was it very easy? War es nicht sehr einfach? Words coming out of your mouth has power to change physical things. Und Worte, die aus deinem Mund kommen, die haben die Kraft, physikalisch Dinge zu verändern. Love you so much for believing. Also ich liebe dich, weil du so viel geglaubt hast. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Can you go, please? Now can you walk? Yeah. She's not straight. You know what she experienced, the tightness. At night, tightness is gone, and she's experiencing a different kind of health. Also diese ganze Anspannung in ihr ist jetzt weggegangen und jetzt erfährt sie. Now, when she's going home and practicing this word, also wenn sie nach Hause geht und dieses Wort God has Gottes shown her that the pain praktiziert, is gone. dann zeigt ihr Gott, dass das Now Schmerz all weg that is ist. that the bones got to be aligned. Und alles, was jetzt passieren wird, ist, dass die So now Knochen when she's jetzt saying gerade those werden. words, Und jetzt, wie sie diese Worte gesprochen hat, she has set up a thermostat. hat sie ihr Thermostat aufgesetzt. The bones are aligned. Die Knochen sind jetzt gerade geworden. So I'm leaving on Thursday. Before I go from this country, I'm going to see this beautiful sweetheart from Jamaica, completely aligned by the Spirit of God. Amen. Also bevor ich wieder zurückfahre, werde ich die Dame sehen, wie sie komplett geheilt ist und komplett aufrecht ist. That's why I love my job so much. Das ist der Grund, warum ich meine Arbeit so sehr I can liebe. teach and teach and teach and teach and teach and Und ich kann so viel lehren und when lernen. the person understands the difference between fact and truth, Und wenn die Person den Unterschied zwischen Fakt und and the Wahrheit person speaks versteht the truth, und die Person spricht die Wahrheit the next moment the person is amazed. und am nächsten Moment ist die Person erstaunt. That's the supernatural power of God. Das ist die supernatürliche Kraft That's Gottes. why I like to write down the notes. Das ist der Grund, warum ich haben will, dass die Leute die And all that you Notizen wrote nehmen. Und alles, was Are ihr truths. geschrieben habt, When you das sind practice them, Wahrheiten. Und ihr sollt sie You'll see praktizieren. the result. Und wenn ihr das praktiziert, dann werdet ihr das Resultat sehen. Praise God. Preiset Gott. So Preiset den Father, Herrn. we thank you, we praise you Vater, wir preisen dich und wir danken for dir what you have done today. wegen das, was du heute It's a getan seed hast. that you have planted Es ist der Samen, den du gepflanzt hast in our hearts, in unseren Herzen. and this seed is growing, O Lord, Und diese Samen wächst into a beautiful harvest. zu einer This precious wunderbaren sister is Ernte. learning to set up a thermostat Und diese Schwester hat jetzt ein like my Thermostat wife taught aufgestellt. me.
so wie meine Frau es mir And I saw beigebracht the hat. miracle happen, and it's continuing to happen every day in my life. Und ich habe das Wunder gesehen und dieses Wunder passiert jeden Tag in meinem Leben. Thank you, Lord, for teaching us the truth. Danke, Herr, dass du uns die Wahrheit beigebracht And hast. thank you for your abundant grace. Und danke, Herr, für deine überreiche Helping Gnade. us to apply the truth in our life. Hilf uns, die Wahrheit in unserem Leben anzuwenden. And what did not happen in 20 years, Und was nicht in 20 Jahren passiert ist, you made it happen. und hast du geschehen lassen in And unserer I'm Mitte. speaking to that one who is listening to the word. Und ich spreche zu demjenigen, der das Wort The Gottes same hört. truth is touching your life, my friend. Und dieselbe Wahrheit berührt And euer in the Leben, name mein of Freund. Jesus, I rebuke every infirmity from your body. Und im Namen Jesu möchte ich And alle. I use the authority of Jesus. You are loosed in Jesus' name. Und ich nütze die Autorität Jesu und du bist befreit, gelockert in Jesu Namen. You are set free. Du bist befreit. You receive your miracle now. Du erhältst dein Wunder jetzt. In the name of Jesus, Im Namen Jesu. I rebuke that spirit of unforgiveness. Ich befehle dem Geist der You spirit of Unversöhntheit, unbelief. du Geist der Unversöhntheit, I cast you out from the root, ich treibe dich aus mit der and Wurzel I command you to go and fall into the sea. und ich befehle dir, ins Meer zu fallen. And Jesus said it should obey you. Und Jesus sagte, es soll dir folgen. My friend, you are set free from unbelief, from unforgiveness. Mein Sohn, du bist jetzt frei von Unglauben, von der Unversöhntheit und die Liebe fließt in dich hinein And the Spirit of God has touched you. und der Geist Gottes hat dich berührt. You are born again. Du bist wieder neugeboren, Wherever the Spirit of the Lord is, wo immer der Geist Gottes ist, there is liberty. dort gibt es die This Freiheit. is God's promise to you. Das ist Gottes Versprechen an dich. You are set free. Du bist freigesetzt. In Jesus' name. In Jesu Namen. And all God's people say, Und Amen. 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 Thank you very much.